Ja, was ist denn? Hast du das gehört? Ja, dich habe ich gehört. Eine Unverschämtheit ist das, dieses Gekrähe in aller Herrgottsfrüh. Ja, das war ein Gockel. Das weiß ich auch. Bis jetzt gleich mal Ruhe da drüben, ha? Mistviech, erledigst! Jetzt halt schon mal Ruhe. Blären jetzt umeinander. Wir sind da auf dem Land. Und das hast du doch genau gewusst. Ja, aber dass es da solch unverschämte Viecher gibt, das habe ich wirklich nicht wissen können. Eine impertinente Ruhestörung ist das. Na, also das kann ja wieder heiter werden. Ja, die liebe Frau Brander ist auch schon auf. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Es wird ein herrlicher Tag heute. Ist das Ihr Gockel? Welcher? Wissen Sie, wir haben nämlich mehr. Der mich gerade aus tiefstem Schlaf gerissen hat. Ach so, ja, freilich. Wir wissen schon, ein anständiger Gockel, der kräht halt beim ersten Sonnenstrahl. Das war schon immer so. Ja, also Ihre sonderbaren Gebräuche interessieren mich nicht. Lassen Sie sich gefälligst was einfallen, dass Sie diesen Vieh, dieses Gekrähe abgewöhnen. Ja, das sagen Sie am besten selber. Mir hat uns gerade noch gefällt, mein Lieber. Sich die schönsten Anwesen unter den Nagel reißen, sich am Land einnisten und dann über alles aufregen. Okay, weiter. Geh doch noch mal. So ist er brav. Wieso, was ist? Ihr die Schoppischen im Biergarten? Ist doch noch keiner da. Ja, noch nicht, aber die Ersten werden gleich kommen zum Frühschoppen. Mit wem hast du gerade geschimpft? Mit der da drüben? Wenn du das schon gehört hast, dann frag nicht so dumm. Ja, das kommt davon. Wenn du ein bisschen entschlussfreudiger und schneller gewesen wärst, dann darf der alte Bauernhof jetzt dir kehren. Ja, und wir hätten nicht den ganzen Sommer so eine damische Stadtpflanzen da drüben sitzen. Du kümmerst dich nicht um Sachen, die dir nichts angehen. Ja, mei, wenn ich mich bloß um das kümmern darf, was mir was angeht, ja, dann hätte ich ja gar nichts zum tun. Und dann pfeifen das ja schon die Spatzen vom Dach, dass du das schlichtweg einfach verschlafen hast. Du geh, jetzt zügelst deine vorlaute Goschen. Mach dich lieber an die Arbeit. Lass dir einen. Aber einen feschen Sohn hat's. Sagt der Lotte aber auch. Der hat dich nicht zu interessieren, du hast den Michi. Da geht der. Der hat doch ein Temperament wie ein Schlafwagen auf dem Abstellgleis. Ja, und überhaupt. Gegen so einen kleinen Flirt ist doch nichts einzuwenden. Den Michel, den habe ich immer noch auf der Reservebank. Du bist ja eine freche, vorlaute Nocken, du. Und sowas ist meine Tochter. Selber schuld. Du musst jetzt immer das letzte Wort haben, ha? Ich hab ja gar nichts gesagt. Wer redet denn von dir? Na. Bist du nicht aller früh schon so saut wieder? Haha, hat die da drüben wieder geärgert? Du, die da drüben ist mir viel zu wurscht, als dass sie mich ärgern kann. Du ärgerst dich doch jeden Tag, weil du nämlich das Anwesen selber gern gehabt hättest. Fangst jetzt du auch noch an, ha? Red wäre es her und wenn wir noch mehr Arbeit aufhalten. Red doch nicht, ich kenn mich aus. Und noch was. Wenn du noch mal geheiratet hättest, mich zum Beispiel, dann wärst du jetzt mit Sicherheit ein fröhlicher und ausgeglichener Mensch. Und nicht allerweil so grantig. Was, heiraten? Ich, die? Ja, warum denn nicht? Aber ihr Mannsbrüder, ihr habt ja alle Angst vor der Ehe. So schaut's doch aus. Du, jetzt sag ich dir mal was. Mich hat die Liebe nur einmal blind gemacht. Und in der Ehe, da bin ich dann schnell wieder sehend geworden. Ja? Und diese Erfahrung reicht mir fürs ganze Leben, verstehst? Also verschon mich in Zukunft bitte mit derartigen Anspielungen. Du bist mein Kächen, basta. Ja, aber nimmer lang, wenn das so weitergeht. Ja. Wie viel Knädel brauchen wir denn heute? Naja, 20 Gästen sind angesagt. Machst halt einmal einen Teig für 50 Mädel. Aber Spatzen haben wir doch auch noch. Ja, dann frag mich nicht, mach was du willst. Danke für die freundliche Auskunft. Aber pass auf, dass deine Knädel nicht bald selber dran musst. Büffi. Ja. Du musst den halt so holen, ha? Was? Schon so spät? Ah, nein, das ist ja Frühmiss. Mein Lieber, die sind aber heute spät dran. Ha. Was ist denn das nun schon wieder? Was bitte? Ja, dieses Getümmel!
Ach, dieses Gebimmel, verehrte Frau Bramler, sind Kirchenglocken. Und die läuten zum Sonntagsgottesdienst. Ja, dann nochmal zur Wandlung und wenn die Messe aus ist, wieder. Und wenn dann die nächste anfängt, dann wieder von vorn und wieder zur Wandlung. Und das ungefähr 3-mal bis Mittag. Du lieber Himmel, dann bimmelt's ja den ganzen Vormittag. Nein, nur am Sonntag. Allerdings unter der Woche um 5:45 Uhr zur Frühmesse. Du lieber Gott, dann komme ich ja keinen Morgen zum Ausschlafen. Das könnte leicht sein. Ja, wissen Sie, da hätten Sie ja noch heute kein Haus auf dem Land kaufen dürfen. Und noch dazu mitten im Dorf, nicht? Da hätten Sie in der Stadt bleiben müssen. Einen angenehmen Sonntag wünsche ich noch. Also, lässt mich einfach da stehen, dieser ungehobelte Mensch. Theo? Und bitte nicht so laut. Ja, was ist denn schon wieder? Jetzt sag bloß, du hast dich noch mal hingelegt. Also ich komme hier nicht zur Ruhe. Kaum bin ich am Einschlafen, fängt dieses Gebümmel an. Ja, das sind Glocken. Magst du jetzt vielleicht einen Kaffee? Ja, freilich. Ja, freilich. Bedienen werde ich dich auch noch von hinten und vorne. Hätte ich ja gleich in der Stadt bleiben können. Ja, das habe ich ja immer gesagt. Aber jetzt, wo wir schon mal da sind, gebe ich dir den guten Rat. Leg dich nicht gleich wieder mit den ganzen Einheimischen an. Daheim streitest du auch mit allen Nachbarn. Wer streitet? Hä? Was kann denn ich dafür, wenn die Nebler so eine neugierige Ratschen ist? Hä? Und die Dobler immer ihren ganzen Schmutz zu uns rüberkehrt. Na, die Monhat erzählt ja nur Lügen über mich. Und die Dangel... Ja, und die Hartens und die Bründels und wie es noch alle heißen. Dann magst du jetzt vielleicht einen Kaffee? Kommandier du rum, wenn du willst, aber nicht mich. Du lieber Gott, wenn das bis an mein Lebensende so weitergeht, immer dieses vornehme Getue. Einen schönen guten Morgen, Herr Achterl. Der Klecksal, Toni. Ja, schon fertig mit dem Läuten für heute? Nein, der Ministrant, der vertritt mich am Schluss. Ich muss schnell heim. Die Pfarrersköchin braucht eine große Pfanne. Ja, hat's denn hier im ganzen Pfarrhaushalt keine Pfanne? Ja, schon, aber die ist zu klein, gell? Und unser Pfarrer, der ist zu knickrig für eine große Nei. Der Herr vergib mir, dass ich die Wahrheit sag, gell? Aber ich hab von meiner Großmutter daheim noch eine ganz große, gell? Ja, und die fahre ich jetzt dann im Monat ein paar Mal hin und her. Für was am Mesner? Alles gut ist. Ja. Warten's noch. Was ist? Nein, Toni. Ganz im Vertrauen. Ging das nicht, dass man die Glocken da ein bisschen leiser läutet? Hä? Aber was ist los? Es ist ja nicht wegen mir. Nicht? Ich weiß ja, dass das zum Landleben dazugehört. Aber die Isolde. Aha. Isolde heißt's. Passt. Na, wir haben ja nicht wissen können, dass die Glocken so laut sind. Ja, Meissi, wenn man sich direkt neben der Kirche einnistet, ich mein, einnietet, gell, aber bedauere, mit leiser Läuten geht da gar nichts. Weil, wenn ich nicht fest nur am Strick ziehe, gell, ja, dann rührt sich der Schwengel nicht und sie hören praktisch gar nichts. Verstehen Sie? Ja, na. Also passen Sie auf. Der Glockenschwengel, der beim Ziehen, gell, immer so hin und her schwenkelt, so, er schwenkt, ja. Also der schlagt beim Ziehen immer an den inneren Glockenrand. Verstehen Sie? Ja, logisch. Bin ja nicht blöd. Nicht. Ja, dann werden Sie auch verstehen, dass da ein kraftvoller Zug da sein muss. Na, was glauben denn Sie, wie oft ich an dem Seil hänge wie ein Aff? Ja. Aber geht das vielleicht nicht ein bisschen weniger oft, ne? Was? Läuten? Na, Sie, ja, da geht ja gar nichts, gell? Es wird geläutet, wenn die Kirche angeht, damit auch die letzten Schnarcher die Messe nicht versäumen. Dann wieder, wenn es aus ist, damit sie aufwachen und rechtzeitig zum Frühschoppen kommen, gell? Hören Sie es? Wir jetzt zum Beispiel. Jetzt ist die Messe aus, gell? Aber warten Sie. Ja, wie ich das mir gedacht habe. Naja, Südwind, gell? Ja, wie halt gerade der Wind geht. Verstehen Sie? Weil bei Ost- oder Westwind, da hören Sie gar nichts. Ja. Bloß ringt's da meistens. Gott, jetzt bimmelt's ja schon wieder. Ja. Ach, Herr Messner. Ja. Gut, dass Sie da sind.
Könnten Sie denn nicht mal mit dem Herrn Pfarrer sprechen? Ja, über was denn? Naja, ich meine, dieses ständige Gebimmel ist doch für einen erholungssuchenden Menschen direkt eine Zumutung, nicht? Ja, wir brauchen keine Erholung nicht. Ja, aber ich? Also ich meine, ich verstehe ja, dass man so einem dummen Huhn nicht beibringen kann, wann es krähen darf, ja? Entschuldigen Sie, aber Hühner krähen nicht bei uns. Also egal, bitte sprechen Sie doch mit dem Herrn Pfarrer, ob man dieses Geläute nicht etwas reduzieren könnte. Aha, etwas reduzieren könnte. Ja. Ja, gut, ich werd's ihm ausrichten, gell? Mein Lieber, der wird brauchen. Etwas reduzieren. Siehst du, Theo, man muss nur anständig mit den Leuten sprechen, dann erreicht man auch was. Meinst, ich sag dir, da kannst du eher eine Glühbirne ausblasen, bevor der Pfarrer seine Glocken nicht mehr leuchtet. Aber bitte... Wenn der Kurti heute kommt, werde ich mal mit ihm sprechen. Schließlich ist er Anwalt und als solcher wird er hier meine Interessen vertreten. Halt den Kurt da raus, der braucht seine Ruhe. Ja, oder willst du vielleicht aufs Gericht gehen, bloß weil der Pfarrer am Sonntag seine Glocken läutet? Also, du spinnst doch ein bisschen. Also, hör, ne, konnte ich mir ja gleich denken, dass du mich nicht verstehst. Nein, warum tue ich mir diese Frau bloß an? Servus, der Winnie. Da haben wir schon geredet. So, ja, da komm rein. Da setz dich hin. Du Lichtblick meiner trostlosen Tage. Geh. Ich hab gemeint, du schwelgst in Wohlbehagen und im seligen Nichtstun. Ja, das würde ich auch gern. Aber deine Mutter? Aue. Aha. Was passt dir denn schon wieder nicht? Alles. Das heißt gar nichts. Naja, du kennst das ja. Stell dir vor, da erlaubt sich doch tatsächlich ein Hahn zu krähen. Ja, und dann läuten die Glocken wieder zu laut. Ja, das war mir schon klar. Geh, dieses Landleben, das war doch eine Schnapsidee von ihr. Aber ich bleibe jetzt mal ein paar Tage da. Ich hab mir Urlaub genommen. Kannst du dir das überhaupt leisten als erfolgreicher Anwalt? Erfolgreich? Ich bin ja noch Lichtjahre davon entfernt. Ja, das wird schon doch. Aber pass auf, dass dir deine Mutter nicht gleich einen Fall aufs Auge druckt. Da beißt sie auf Granit. Du, was anderes? Hast du das nette Mädel von da drüben schon mal wieder gesehen? Ach, du meinst die Liesel, die Kellnerin? Freilich. Du, die läuft x-mal am Tag da vorbei und lacht recht nett rüber zu mir. Zu dir? Ja, und warum nicht zu mir? Du, das ist eine ganz freche und raffiniert. Also vor der musste ich in Acht nehmen. Und dann, du, ich kann mich doch ganz schwach erinnern, dass du sowas Ähnliches wie eine feste Freundin in München hast. Musst du mir jetzt daran erinnern, hä? Ja, die Gerda, ja. Ach was, ich habe jetzt einmal Urlaub und jetzt schauen wir mal schnell zur Mama rein. Sonst ist wieder 3 Tage beleidigt. Ui, du, da ist sie. Verschwind. Ich sage nur, Gerda. Hallo! Hallo, Fräulein Liesel. Ah, da schau her. Du bist also der berühmte Anwalt. Ja, aber woher wissen Sie? Du? Also erstens, zu einem fast Gleichaltrigen sage ich grundsätzlich du. Ah, bitte? Ja, weil das bei uns nämlich so üblich ist. Nichts dagegen. Und zweitens? Zweitens, da fällt mir jetzt gleich gar nichts ein. Ach ja, freilich. Deine werte Frau Mama erzählt uns ja den ganzen Tag lang und breit nichts anderes, als wir, dass sie einen ganz berühmten Anwalt zum Sohn hat. Mein Gott, wir horchen ja da schon gar nicht mehr hin. Tät sich aber vielleicht lohnen, das Hinhorchen. Das, was ich vielleicht von dir wissen will, das erfahre ich schon noch. So? Von wem? Ja, von dir natürlich. Weil ich frag dich ganz einfach. Ach, und du glaubst, ich erzähl dir dann auch alles so bereitwillig? Ja, freilich machst du das. Das macht nämlich jeder, der von mir was will. Und was will ich denn von dir? Hey, das wirst du mir dann schon irgendwann mitteilen. Also du bist ja wirklich eine ganz schnappige... Vorsicht, was du jetzt sagst, gell?
Liebe Maus, wollte ich sagen. Das weißt du aber schon, dass eine Maus blitzschnell ums Eck saust und verschwindet. Ha, Herrschaftszeiten, der Herr, die versteht's. Lisa! Mein Gott, wo steckt denn die schon wieder? Wenn Sie das nette Mädel meinen, das ist da gerade ums Eck rum verschwunden. Hab ich Sie was gefragt? Und ein bisschen freundlicher wie Sie war sie auch. Auf Wiederschauen. Danke, nicht nötig. Bin ja schon da. Doch, das dauert wieder. Hast du mit dem da drin geschnabbelt? Und wenn? Glaubst du das? Du und dein Vater. Ihr zwei, ihr kostet mich noch den letzten Nerv. Gott sei Dank, liebe Resi, hast du einen unerschöpflichen Vorrat an Nerven. Weil das erzählst du uns jetzt schon seit fast 15 Jahren. Wieso lass ich mir das eigentlich bieten? Naja, irgendwann setzt mich bloß noch von hinten. Aber vorher wirft er die Gnädel ins Wasser. Das kocht sie nämlich schon dämlich. Bring du deiner Tochter erst einmal einen Anstand bei, bevor es mir umeinander kommen tust. Resi, jetzt bist du schon so lang bei mir. Du kennst doch meinen Ton. Und ob ich den kenne. Ja. Aber freilich, ich bin ja nur zum Arbeiten recht. Mich fragt kein Mensch, wie es mir geht. Ja, wenn's weiter nichts ist, wie geht's dir denn? Frag mich nicht. Ich möchte halt nicht immer nur umeinander kommentiert werden. Resi, das sollst du jetzt wirklich schon wissen, dass ich das nicht so meine. Aber mit so einem großen Betrieb, wo man auf alles ein Auge haben muss, da kann man nicht den ganzen Tag häuseln. Schau, ich weiß schon, was ich hab an dir. Ja, das glaube ich dir sogar. Eine gute Köchin hast. Aber sonst... Komm, fangst du jetzt schon wieder an, hä? Geh weiter. Schau, dass du deine Gnädel ins Wasser bringst. Und pass auf, dass dir der Braten nicht abbrennt. Mir ist noch nie ein Braun anbrennt. Ich meine ja auch nur, du sollst dich darauf konzentrieren, dann kommst du nicht auf dumme Gedanken, nicht? Freilich, denn darin liegt ja die Erfüllung all meiner Lebensträume. In einem raschen Schweinsbraten. Glaubst du, sie kannten? Was ist? Ja, mei. Ist ja das eine Wirtschaft, dass die Weiberleute den ganzen Tag bei Laune hältst? Direkt anstrengend ist das. Ah, da schau her. Der Ganzreiter Martin, der Herr Wirt persönlich. Darf ich noch ein bisschen hersetzen, bevor ich in den Biergarten gehe? Besonders neugierig bin ich auf der Gesellschaft nicht. Weiter, man kann doch über alles reden. Ich möchte schon wissen, was da noch zum Reden gibt. Ist ja so schon alles zu spät. Was ist? Ein Bier? Was sonst? Ja. Liesl, ein Bier für den Leo und für mich eine Johannisbeerschorle. Auf Kosten des Hauses. Ja, Freilich. Die zahlst du schon schön selber. Jesus, als ob dir so ein Maße weh tat. Ja, dir auch nicht. Da geht's ums Prinzip. Ja, eben. Wer hat mir denn die Stadtpflanzen da vor die Nase gesetzt? Obwohl du genau gewusst hast, dass ich das Haus hab haben wollen. Freilich hab ich das gewusst, wer schaut auf den alten Hof bist. Zum Wohl. Dankeschön. Aber da warst du nicht bereit, meinen Forderungen zu entsprechen. Der redet doch nicht so geschwollen daher. Aber man kennt dich ja, du bist ja der reinste Blutegel. Vorsicht, gell? Weil es vielleicht nicht wahr ist, für deinen Profit hast doch du deiner Großmutter ihren Rollstuhl unterm Hintern wegverkaufen. Den möchte ich kennen, der nicht die Hand aufhält, wenn er das Zeug kriegt, was er sich vorstellt. Ja, und sie ist halt aber ein rechter Geinige. Statt dass die auch dran kriegen war, dass die alten Häuser in unsere Hände bleiben. Nein, da verscherbelt man es an die Stadtleute, nicht wahr? Die sich da nicht über alles aufregen, sich in alles reinmischen, die uns geistig sanieren wollen, weil ja noch unsere Traditionen nämlich einen Pfifferling wert sind. Schön hast du das gesprochen, Martin. Schade, dass du nicht der Bürgermeister bist. Geh, du Depp. Wirst du schon sehen, was die Gnädige da drüben in Kürze für 7 einführen will? Wir brauchen ja bloß einen Wildbauer. Da wirst du aber wundern. Du, das hat der Bürgermeister von Pulding auch gemeint, während die Stadtleute die schönsten Grundstücke zusammengekauft haben. Und was haben sie jetzt? Eine Sauna, einen Fitnessclub, einen Tennisclub und Kammerkonzertabend in der Dorfkirche. So ein Schmarrn. Weil du eben nichts von der Lebensart der gebildeten Leute verstehst. Da bin ich auch gar nicht so scharf drauf. Auf alle Fälle werde ich den Kampf gegen unsere Verstädterung aufnehmen. Da kannst du Gift draufnehmen. Jetzt reg dich halt nicht so auf. Bist doch gar nicht gewiss, ob die da für immer bleibt. Das ist mir wurscht. Gift kannst du auf jeden Fall nehmen. Da brauchen wir jetzt gar nicht mehr streiten. Wärst du mir etwas entgegenkommen? Na, du mir. Auf alle Fälle sind wir nicht zusammengekommen. Also gib jetzt nicht bloß mir die Schuld. So,
Jetzt hältst du einen Schnaps auf meine Kosten. Du, ich kann mir meinen Schnaps selber zahlen. Ja, aber ich nicht. Mich kannst du einladen. Nein, der nicht bloß das Wort Schnaps hört, da ist er schon da. Das passt aber gar nicht zu einem gottesfürchtigen Mesner. Ja, nein. Auch Miesner haben hin und wieder Durst. Also gut, bring mir mal. Wo musst du mit einer drum Pfanne hin? Der Pfarrerskirche hinbringen. Ja, und warum bringst du sie ja nicht? Weil du mir jetzt einen Schnaps zahlst. So, jetzt ist er her. Da. Ja, vergeht's gut? Mei, schade, gell. Was ist schade? Dass die Schnapsgläsel so klein sind. Du Frau, dir wäre ein Schnaps im Maßkrug serviert. Na du, das war eine Sache, gell. Ja. Prost. Grüß dich. Schade. Ja, also, und was gibt's sonst noch Neues? Ja, unser Herr Wirt regt sich über die Stadtpflanzen da drüben auf. Ja, du, das ist auch ein geschupfte China, mein Lieber. Du, ich soll unserem Pfarrer sagen, ob wir die Kirchenglocken nicht leiser leiten können. Geh, die hat doch einen Sprung in der Schüssel. Da. Da hörst du es. Geht schon los. Okay, du musst dich doch erst an unsere Gepflogenheiten gewöhnen. Aber sonst ist sie eine sehr feine, patente Frau. Was? Eine patente Frau? Geh, wenn's mir nicht gehst, mein Lieber. Du, sprechen Sie doch mal mit Ihrem Herrn Pfarrer, ob man das Glockengeläute nicht etwas reduzieren könnte. Da, bläm, bläm. Nun, die Herren, so fröhlich. Naja, bei uns gibt's ja Gott sei Dank immer wieder mal was zum Lachen. Zürcher, Ihnen wollte ich ja schon mal sagen, was für eine wunderschöne Linde Sie in Ihrem Garten stehen haben. Gell? Von der habe ich letztes Jahr 1,5 Zentner Birnen drunter. Sehr ungewöhnlich. Sagen Sie mal, was riecht denn hier so impertinent? Hä? Ich riech nix. Ja, nicht. Ah, jetzt hab ich's. Das riecht nach Sauerkraut. Ganz eindeutig. Oh ja, freilich. Die Resi kocht Sauerkraut vor für morgen. Das ist ja schrecklich. Das ist ja so ein richtiger armer Leute-Geruch. Nein, wir essen alle gern Sauerkraut. Und sind nicht gerade arm. Ja, also ich schon, gell? Aber mei, ich halt grad, der Wind geht, gell? Ein paar Tage und so riechen nichts mehr. Wir gewöhnen uns ja dran, gnädige Frau. Oh nein, nie. Ja, sagen Sie mal, was ragt denn da für ein Rohr raus? Das ist meins. Bitte? Mein Abluftrohr von der Küche. Ja, aber das bläst ja direkt zu uns in den Garten rüber. Ja, mei. Ich kann's nicht gut beim Klo rausmachen, wenn er gerade nur die Küche ist. Also, Herr Gamsreiter, so geht das nicht. Sie können doch nicht mit voller Absicht Ihre üblen Küchengerüche einfach zu Ihren Nachbarn in den Garten blasen. Also bis jetzt hat das noch niemand gestört. Aber jetzt bin ich da und ich bin nicht gewillt, diese Küchendünste tagtäglich einzuatmen. Aber wir kochen ja nicht jeden Tag Sauerkraut. Doch! Ab sofort steht bei uns jeden Tag Sauerkraut auf der Speise. Das war ja noch das Schöne, dass wir uns vorschreiben lassen müssen, was wir kochen dürfen und was nicht. Resi, heute du da raus. Weiß man doch gar nicht ein. Ui, jetzt wird's interessant. Herr Gamsreiter, wie Sie wissen, ist mein Sohn Anwalt. Und als solcher wird er sicher einen Weg finden, dass diese offensichtliche Belästigung und Beeinträchtigung meiner Lebensqualität von Ihrer Seite unterbunden wird. Wie? Die hat nicht bloß einen Vogel, die hat einen ganzen Adlerhorst in ihrem Hirnkasten. Einberechtigung der Lebensqualität. Mein Lieber, das ist eine gebildete Frau, ist das. Jetzt sag du mir noch mal, dass die zu uns ins Dorf reinpasst. Weiter, das spult sich doch alles noch ein. Die gibt schon Ruhe, wenn's merkt, dass bei uns nichts erreicht. Also, Mama, ich bin quasi der Einzige, der noch nie mit einem Weiberleid verbandelt war. Ich habe noch den klaren, ungetrübten Blick. Gell? Und darum sage ich hier jetzt, ein Weiberleid, wenn sich was in den Kopf gesetzt hat, gell, die gibt nie eine Ruhe. Also da gibt's jetzt bloß eins, die muss wieder weg von da. Ja, hab schon mehr gelacht. Und wir? Ja, vielleicht verkauft's wieder. An dich zum Beispiel. Nein, wirklich nicht.
weil ich hab auch meinen Stolz. Jetzt seid ihr mal stark, ich muss nachdenken. Martin, bring ihm nur einen Schnaps, dann denkt sich's leichter. Was, einen? Du, mit 2 oder 3 Schnapsern hätte ich garantiert direkt geniale Ideen, gell? Ja, warum leiten denn die jetzt? Du, das ist doch schon lange aus. Das ist doch die... Heiliger Dreifaltikus! Das ist ja die Pfarrerskirche, die warten auf die Pfannen. Vier Schnapsel habe ich noch gut bei dir, gell? Das ist bei mir im Hirnkastel absoluter Stillstand. Das ist bei dem immer. Siehst, Martin, jetzt lachst du schon wieder. Das war nur ein Versehen. Zahlen! Weil auf die habe ich eine Stinkwurz, solange ich lebe, dass das weißt. Und jetzt halt mich nicht länger von der Arbeit auf. Also sowas. Also dem geht's auch nicht mehr gut. Aber das schaut gar nichts. 4,80. Da, stimmt so. Obi Nobel, 20 Cent. Schnapp ich nicht. Seit dem Euro habe ich auch noch so die Hälfte im Geldbeutel. Servus. Geizkrank Nodiger. Fräulein, bezahlen! Möchte doch nicht bei Ihnen übernachten. Ja, ja, keine Sorge. Ich bei Ihnen auch nicht. Mama, glaub mir's, da geht gar nichts. Aber Kurti, das geht doch nicht, dass der Wirt da drüben macht, was ihm passt. Mama, das ist ein Wirtshaus und das hast du von Anfang an gewusst. Und dass in einem Wirtshaus gekocht wird, das hätte sogar dir klar sein müssen. Ja, aber schau mal, kann man denn nicht erreichen, dass dieses Rohr irgendwie da hintenrum so daher oder so? Was? Um das ganze Haus rum? Geh, Mama, das war doch schon immer so. Du, der Mann hat einfach ältere Rechte als du. Kurti, ich kann diese Sauerkrautdünste nicht mehr tragen. Und noch dazu diese boshafte Köchin. Ja, was machen wir denn da? Hm? Schlimm, schlimm? Ja, das Dumme ist nur, ich zum Beispiel. Ich mag Sauerkraut sehr gern. Nein, fall mir nur in den Rücken. Aber bitte geh doch rüber und bestell dir Sauerkraut, nicht? Ja, du wirst lachen. Das mache ich auch. Kommst mit, Kurt? Also, das, wenn ich geahnt hätte. Bub, ich habe immer schon gewusst, deine Mutter ist hysterisch. Also weißt, gerade mit Fleiß ärgern brauchst du es ja wirklich auch nicht. Ich mach dieses Affentheater auf jeden Fall nicht mehr lang mit. Ich will meine Ruhe haben, verstehst? Ja, das kann ja heiter werden. Ach, da schau her. Der nette Herr Theo ist auch da. Hörst du's? Mich begrüßt sie, gell? Nicht dich. Ist nett, Fräulein Liesel, dass Sie mich auch bemerken. Ja, also, ich hätte jetzt eigentlich gerade ein bisschen Zeit zum Spazierengehen. Ja, aber sehr gern. Darf ich Sie begleiten, Fräulein Liesel? Danke. Sehr freundlich. Bis später. Ja, also dann, bis später. Ein Hausmann, die macht mich doch gerade noch zum Deppen. Was heißt, mach, Theo? Du bist doch ein alter Depp. Na, Herr Nachbarn, haben wir gerade eine Abfuhr gekriegt, gell? Da wissen Sie, so jung sind wir halt auch nicht mehr, gell? Im Frühling schon, gell? Was? Im Frühling schon. Ja. So. Martin! Martin! Ja, was ist denn? Da bist du. Was willst du denn schon wieder? Da, halt einmal. So, halt einmal. Jetzt, nimm du das da. Und was wird das, wenn es fertig ist? Alles bis ins Detail durchgedacht, du. Pass auf, wir hängen jetzt diesen Lautsprecher dann auf hinter die Spalierkraut, gell? Also halt einmal du die Leute. Okay, so, jetzt pass mal auf. Wir hängen jetzt den Lautsprecher genau unter das Spalierkraut da rein, gell? So. Und, sieht man was? Na, Ja, und von da drüben, von da. auch nicht. Passt. So, mein Freund, ha, das ist jetzt eine Dauerbeschallungsanlage. Verstehst du? Das habe ich mir gedacht. Also pass auf, wir müssen dafür sorgen, dass neben den üblichen Geräuschen, weißt du, wie Glockengeläute und so weiter, dass da noch weitere dazukommen. Verstehst du?
Ach so, ja, und was zum Beispiel? Pass auf, Martin, da habe ich einiges auf Lager. Ja, ich habe mir nämlich eine Geräusch-CD besorgt. Was? Ja, du, da ist ein ganzer Bauernhof drauf und sämtliche Kirchenglocken von ganz Oberbayern. Clever, gell? Und das geht jetzt die ganze Nacht so, gell? Immer mit so kleinen Unterbrechungen, sodass sie gerade immer schön einschlummert. Verstehst du? Nein. Außerdem ist diese Gemeinheit. Ja, und überhaupt, da können ja wir auch nicht mehr schlafen. Okay, ihr schlaft doch alle vorn aus. Und außerdem muss man solche Kleinigkeiten schon in Kauf nehmen, der guten Sache wegen. So. Und du hockst ihn auch die ganze Nacht daher und drückst immer wieder aufs Knöpferl. Bin ich blöd, hä? Hast du schon einmal was von einer Funkfernbedienung gehört? Wo hast denn du das Zeug her? Ja, das ist ein Hobby von mir, verstehst du? Ja. Weil ich ein technisch sehr begabter Mensch bin. Du, Ja, ich. Aha, aber du bist scheinbar auch einer von denen, die glauben, ein Mesner hätte einen Intelligenzquotienten von einem Karim, gell? Aber bitte, wenn es dir nicht passt, gell, dann schaust du halt selber, wie du die Madame wieder losbringst. nein, jetzt bleib da. Ich wollte halt nicht mit solchen Mitteln arbeiten, verstehst du? Ja, na also, dann lass das nur getrost am Kekseltoni machen. Jetzt pass auf, pass auf. Gut, ha, was sagst du? Ja, was willst denn du am heiligen Nachmittag mit einem Kokel? Achso, ja, entschuldige, falscher Knopf. Zack. Um Gottes Willen. Jesus, was hat denn die Kuh? Das ist ja grausam. Das raubt dann ja am letzten Nerv. Eben, und das die ganze Nacht. Willst du jetzt was? Keine Kuh brüllt die ganze Nacht. Meine schon. Weil die hat eine fürchterliche bis qualvolle Koliken. Und es bleibt dabei, heute gibt's kein Sauerkraut. Basta! Das steht aber schon auf dem Ofen und da bleibt's auch. Basta! Herrschaftszeiten, habt ihr nie in meiner eigenen Wirtschaft überhaupt nichts mehr zum Reden? Du kannst von mir aus mitreden, so viel du magst, aber nicht in meiner Küche. 15 Jahre lang hat dich meine Küche nicht interessiert. Und jetzt auf einmal kamst du daher. Aber ich weiß schon, woher der Wind war. Von da drüben, gell? Man kann doch schließlich ein bisschen Rücksicht nehmen. Rücksicht? Ah, auf was denn und auf wen? Ich hab gemeint, du willst den Stadthändler da drüben wieder loswerden. Du, mit Rücksicht geht bei da nichts. Bist jetzt nicht gleich Staat, er sitzt doch drüben. Das ist doch mir wurscht. Und trau dir ja nicht, dass du mein Sauerkraut vom Ofen schiebst. Du weißt, was ich da sag? Du nimmst einfach in der letzten Zeit ein bisschen arg viel aus. Da werden wir mal drüber. Ach was, den steigen wir doch am Boden auf. Gibt's nicht so was. Oh mei, was steh ich aus? Frau Renrissi, Ja? ich möchte, ich möchte bloß sagen, dass mir das Ganze wirklich leid tut. Was? Ja, den ganzen Ärger wegen uns. Selbstverständlich können Sie Ihr Sauerkraut kochen, wann immer Sie wollen. Das koche ich ja so oder so, da brauche ich nicht Ihre Genehmigung dazu. Sagst noch was? Ja, aber jetzt sind Sie doch nicht so unfreundlich zu mir. Also ich kann doch wirklich nichts dafür. Ja, ich weiß schon. Es ist sie, gell? Schaut's. Ihr Leute aus der Stadt, ihr passt einfach nicht her zu uns. Was? Ah, auf Urlaub für ein paar Wochen, aber nicht auf Dauer. Wir haben einfach einen ganz anderen Rhythmus. Und das schon seit Jahrhunderten. Aber geh, so alt sind Sie doch noch gar nicht. Sie wissen schon, was ich meine. Ach, was soll ich lange umeinander reden? Entweder Ihre seltsame Isolde gewohnt sie an alles, was bei uns auf dem Dorf Tag ein, Tag aus passiert und heute ihre Pappen, oder sie packt ihre Koffer und verschwindet wieder. Das war eine klare Aussage. So mein ich's und so sag ich's. Ich möchte doch bloß, dass Sie mir nicht persönlich böse sind. Das bin ich ja nicht.
Aber jetzt muss ich wieder in meine Küche rein. Jetzt wie ein Sauerkraut. Nein, das kocht sie von allein. Aber sagen Sie mal, hat Ihre Frau da nichts dagegen, wenn Sie sich so lange mit mir unterhalten? Meine Frau? Ja, die Isolde. Oder haben Sie mehrere? Nein, nein. Nein, das habe ich nicht. Und dagegen, glaube ich, hat sie sicher auch nichts. Komische Preis sind das in der Stadt drin. Nicht einmal eifersüchtig ist man. Ja, wir führen eine sehr, ich möchte sagen, offene Beziehung. Was machen Sie denn immer so nach Feierabend? Was? Feierabend? Hab ich keinen. Wenn ich einmal mit meiner Küche fertig bin, dann bin ich es meistens selber auch. Und da brauche ich dann gar nichts mehr. Schon gleich kann ich Mannsbilder, die dumme Fragen stellen. Ich glaube, jetzt habe ich sie fast ein bisschen durcheinander gebracht, die Resi. Und Martin, hast du schon was gehört von der da drüben? Die wird wahrscheinlich noch bewusstlos sein von dem Geplärr die ganze Nacht. Du, gell, das magst du vielleicht nimmer. Okay, wo doch ich noch so viel gute Ideen habe. Ich möchte nicht wissen, was der Herr Pfarrer sagen hat, wenn er von deinen nächtlichen Aktivitäten da wüsste. Erstens weiß es nicht, zweitens bin ich ja kein Pfarrer, sondern nur ein Handlanger seiner frommen Geistlichkeit. Und somit ein ganz normales kleines Sünderlein, gell? Du, und wenn dann die ganze Aktion erfolgreich beendet ist, ja, dann kann es doch irgendwann einmal beichten. Wenn ich Lust hab dazu. Ja, aber du wärst mal einer Seite. Ich brauch nicht Das ist, da kommt sie. Ja. Also auf die Unterhaltung bin ich jetzt wirklich nicht scharf. Das nennt man Frechheit vor dem Feinde, gell? Gott, oh Gott, war das wieder eine Nacht. Ja, Frau Nachbarin, ja, was haben wir denn? Jetzt kommt von ein bisschen weh. Ach, Herr Toni, Sie haben ja keine Ahnung. Ja, bedauere, habe ich wirklich nicht. Ja, war was? Dieses schreckliche Gebrüll heute Nacht. Was? Also, ich habe nichts gehört. Wer hat denn gebrüllt? Das muss eine Kuh gewesen sein. Also ich habe ja noch nie so ein jämmerliches, durch Mark und Bein gehendes Gebrüll gehört. Und kaum war ich eingeschlafen, ging das Ganze von vorne los. Ja, also sowas aber auch, gell? Ja, also, das ist ja direkt schrecklich. Ja, was hat denn dieses arme Vieh? Warum schläft's denn nicht wie andere Kühe auch? So wie ich zum Beispiel. Da fällt mir jetzt ganz dunkel ein, dass am Haberlechner seine beste Milchkuh, gell? Ja, die leidet zwischendurch immer so stark an Koliken. Aha, aha. Und wo hat dieser Haberlechner seinen Stall? Ja, da hinten, da. Das ist aber komisch. Das Moon kam von da. Ja, wie halt gerade der Wind geht, gell? Ja. Aber da muss doch ein Tierarzt her. Man kann doch das arme Tier nicht die ganze Nacht hindurch so leiden lassen. Ja, das kennen wir schon. Na, ich meine, er war sicher schon da. Ja. Also mir tut das Tier leid, obwohl es mich um meine Nachtruhe gebracht hat. Ich würde diese arme Kuh zu gerne mal sehen. Sie meinen einen Krankenbesuch? Ja, ich weiß nicht, ob das der Kuh was bringt. Mir auch nicht. Ich kann sehr gut mit gequälten Kreaturen umgehen. Oft reicht ja schon ein beruhigender Zuspruch. Ja, schon bei einem Mops vielleicht, gell? Aber doch nicht bei einer ausgewachsenen Kuh. Na, die werden nervös und schlagen womöglich nur aus und sie liegen drin in der Scheiße. Ich meine, Mist, gell? Auf gar keinen Fall kann ich da die Verantwortung übernehmen. Naja, ist ja auch egal. Aber sollte diese Kuh heute Nacht wieder so schreien, dann werde ich mal mit diesem Bauern Haberlechner sprechen. Das ist ja die reinste Tierquälerei. Wiedersehen, Herr Fleckerl. Kleckserl. Und? Was hat sie gesagt? Du, die schafft mich noch. Du, die will jetzt doch tatsächlich diese arme, leidende Kuh persönlich sehen, um ihr Trost zuzusprechen. Ja, was tue ich denn bloß? Gar nichts mehr tust du. Das hast du jetzt davon. Gar nichts mehr? Ja. Das geht nicht. Ich hab doch noch so viele gute Ideen, gell? Ja, und du möchtest doch auch loswerden, oder? Ja, freilich schon. Täusche ich mich?
Oder sehe ich da ein verdächtiges Funkeln und Flackern in deinen wasserblauen Äuglein? Ha? Ja, aber du wirst ja so ein Kass daherreden. Ja, mei, gell, vielleicht hat's mir bei dem jahrelangen Glockengebimmel mein Hirnkastel ein bisschen durcheinander gebracht, gell? Aber ich glaube eher nicht, gell? Mit dir rede ich doch gar nicht mehr, das ist mir zu blöd. Ja, was regst du dich nicht so auf? Hä? Ich sag dir nur das eine. Denke bei allem, was du jetzt vielleicht so im Sinn hast, an die immer allgegenwärtige Resi danke. Weil, solltest du je ein Auge auf ein anderes weibliches Wesen als auf sie werfen, wird sie dir, ohne zu zögern, dir selbiges auskratzen, dir deine Ohrwaschel abschneiden, deine restliche Lockenpracht härchenweise einzeln ausreißen und dich dann noch mit Wonne vierteilen. So, mein Freund, das war's, gell? Habe geehrlich, Herr Ganzleiter, Sie hören wieder von mir. Sie hatten immer gut dabei. Was hat jetzt der da gefaselt? Ich und die da drüben? Tja, also Ideen hat der. Mama, jetzt bleib halt einfach einmal ein bisschen liegen. Mutti, wegen der Kuh musst du was unternehmen. Nein, ich unternehme nichts wegen der Kuh. Nein. Ach, schlimm ist das mit der Frau. Irgendwas fehlt der. Die sind ausgelastet. In keiner Beziehung. Hallo, Fräulein. Die Liesel hat keine Zeit, Freilich habe ich Zeit. denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn du was von mir willst, dann musst du im Biergarten auskommen. Ob das im Biergarten so gut ist? Nein, ich wollte dich nur fragen, ob du nicht wieder Zeit hättest auf einen kleinen Spaziergang. Du, das Spazierengehen, das lass mir lieber. Wieso? Was glaubst denn du, was dir deine Mama erzählt hat, wenn ihr Sohn, der berühmte Anwalt, mit einer Kellnerin anbandeln hat? Aber du bist doch keine Kellnerin, du bist doch die Wirtstochter. Ja, eine gute Partie, gell? Nein, nein, du gefällst mir wirklich. Du bist so herzerfrischend natürlich. Ja, aber nicht herzerfrischend dumm, Herr Rechtsanwalt. Ah, da schau her. Na, wir helfen mehr. Sehen wollte, was meine Braut den ganzen Tag so treibt? Was will denn er von dir, ha? Er heißt Kurt Brammler, ist Rechtsanwalt und er hat sich mit dem Fräulein Liesel ein bisschen unterhalten. Mündlich, gell? Er soll dir vielleicht ein Telegramm schicken, wenn er schon am Zaun steht. Du brauchst ihm wieder ein Telegramm schicken und dich schon gleich gar nicht mit ihm unterhalten. Da hast du mich dazu. Weil man sich mit dir so gut unterhalten kann, gell? Ich bin nicht lang fürs Unterhalten. Ich bin für Taten. Kennst dich jetzt aus? Du Rammler, du Überflüssiger. Rammler. Und du, Freundl, du drast jetzt nicht so auf, gell? Ich bin nicht dein Eigentum. Ich kann mich unterhalten, mit wem ich will. Ja, meiner nur. Ich hab schon gesehen, wie nah dass du bei dem Stotterer gestanden bist. Ich mag das einmal nicht. So, und jetzt geh ich zu meinem Pfarrer und stell das Aufgebot. Das hast jetzt davon. Sie, Herr... Mit dir rede ich nicht aus dem Bestaat. Das kannst doch du allein gar nicht bestellen. So, dann gehst mit, und zwar gleich. Ein Schmarrn, du ey. Ich hab das schon 100-mal gesagt, ich denke ans Heiraten. Da bist du bloß, du damischer Rechtsverdreher drum schuld. Ah, das kennt's ja Stadtleut. Die jungen Mädel vom Land am Kopf vertrauen und Flausen in den selbigen setzen. Aber nicht mit dem Auracher Michel, verstehst? Die Liesel, die gehört mir und die macht mir keine Abstecher nicht, gell? Weil sonst blase ich da dein Hämmer auf, verstehst? No. Ich will Ihnen das Fräulein Liesel doch gar nicht wegnehmen. Na, freilich, aber runter willst und abschlecken möchtest das. Du, meinst du bloß, weil wir vom Land sind wir alle ein bisschen unterbelichtet, ha? Und wenn du auch ein Advokat bist, mit mir brauchst du nicht anlegen, gell? Weil da hast du schneller Gehirnerschütterung, wie das du meinst. Aber da müsste man erst einmal ein Hirn haben, gell? So, und du gehst jetzt in die Kugel aus, da wo du hingehst. Finger weg! Du gehst. Und in der nächsten Zeit brauchst du ja überhaupt nicht mehr blicken lassen. Aber Liesel, Bist du immer noch da? ja, geh ja schon. Aber was ich gesehen hab ich gesehen. Oh, jetzt tut er mir direkt ein bisschen leid, dein Michel. Der braucht doch gar nicht leid tun. Und dann ist es noch gar nicht sicher, ob das überhaupt mein Michel wird. Das putzt sich bloß mein Vater ein. Naja, er ist ja ein ganz netter Kerl und ich kann ihn auch ganz gut leiden.
Aber ob das für ein ganzes Leben lang reicht, also das glaube ich nicht. So, und jetzt bringst mich du auch nicht mehr durcheinander, gell? So, ihr Mannsbutter bringt's doch nichts für Unruhe in das Leben von uns Frauen. Liesel, warte doch mal. Gut, die Gerda ist am Telefon. Ja, ich bin schon da, ja. Ja, da schau her. Da. So. Da legst dich jetzt schön hin. Ja. Es ist mucksbeißer still draußen. Na, vielleicht kannst du noch ein bisschen schlafen. Hoffentlich. Diese Nacht war ja schrecklich. Ich hol nur schnell noch ein Kissen. Ja, das ist gut. Das ist gut. Fräulein Resi. Fräulein Resi. Was ist denn? Ich hab jetzt keine Zeit. Ja, ich gehe jetzt spazieren. Ja, da geht's halt. Hab's nicht ein bisschen Zeit? Jetzt? Sie haben vielleicht eine Vorstellung von einem Wirtshausbetrieb. Gehen Sie halt mit Ihrer Frau? Aber die legt sich doch gleich im Garten aus. Ja. Na, legen Sie einer dazu und lassen mir meine Ruhe. Sagst du das? Ihr Mannsbrüder, ihr bringt nichts als Unruhe in das Leben von uns Frauen. Aber... Das ist eine Forsche. Ja, und was mache ich jetzt? Ich brauche eine Arbeit, sonst drehe ich noch durch. Ach, ich könnte doch hinterm Haus das Holz hacken. Bist du wahnsinnig? Jetzt, wo endlich mal Ruhe ist, setz dich hin, lies ein Buch und halt den Mund. Nein, das tue ich nicht. Ich gehe jetzt lieber in den Wirtsgarten, stell mir 1 bis 5 Bier und verdruck einen riesen Teller Sauerkraut. Und hoffentlich geht der Wind in die Richtung, damit du eine anständige Nase von diesem herrlichen Geruch abgriffst. Was ist denn in den gefahren? Den bekommt wohl das Landleben nicht. Ja, und wenn ich so genau überlege, mir eigentlich auch nicht. Ich kann mich nicht mehr rühren. Ach, Hilfe! Was ist da los? Leg du sie halt! Hilfe, Herr Martin! Ja, um Gottes Willen. Frau Isolde, was ist denn los? Ich hab mich so erschrocken wegen der Blasmusik. Und jetzt kann ich nicht mehr aufstehen. Ich glaube, ich habe einen Hexenschuss. Einen Hexenschuss! Ja, warten Sie, komm, bleiben Sie ganz ruhig liegen. Ich bin schon da. So, das haben wir gleich, weil ich habe mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Gell? Ja, passen Sie auf, das haben wir gleich. Was machen Sie denn da? Ja, Mund-zu-Mund-Beatmung, was sonst? Hilft das bei Hexenschuss? Das weiß ich nicht. Aber das ist das Einzige, was ich mir gemerkt habe vom Erste-Hilfe-Kurs. Ich weiß nicht was. Wissen Sie was, drehen Sie einer doch einmal um. Was soll ich? Umdrehen, ganz langsam und vorsichtig. Ganz langsam. So, vorsichtig, vorsichtig. Ja, so Was jetzt. machen Sie denn da? Das gehört alles zur Behandlung. Liegen Sie gut? Nein. Dann ist recht. Jetzt pass auf, jetzt tut's dann noch mal ein bisschen weh. Was denn noch mehr weh? Oh Gott, Gleich oh Gott. haben wir's gleich. Ja. Und? Jetzt wieder. Moment. Ui, ui. Ja, ist wieder alles in Ordnung. Ah, sehen Sie, dann war meine Behandlung doch die richtige. Ja, jetzt sollten wir aber trotzdem noch zur Sicherheit eine Mund-zu-Mund-Beatmung machen. Ich glaube, das reicht schon. Reicht schon, Ja, ja. schade. Ja. Ja, dann stehen Sie mal auf. Ja. Langsam, langsam. So, hoppala. So, und jetzt machen wir ein paar Schritte. Jetzt machen wir ein paar Kummes, Schrittchen. Kummes. Ja, Geht schon geht ja wieder. schon wieder. Was geht hier vor? Die Isolde hat einen Hexenschuss. So einen Hexenschuss. Wenn ich mein Ischias hab und auf alle Viere durch die Kirche, dann hat mich das noch nie interessiert. Aber freilich, man muss ja nur wissen, wie man es anstellen muss, dass man so ein damisches Mannsbild um den Finger wickelt. Man muss sich nur im richtigen Moment einen Hexenschuss zulegen. Aber nicht mit mir. Resi, jetzt wart halt. Die Isolde hat wirklich einen Hexenschuss. Das ist mir wurscht. Aber Fräulein Resi, Sie missverstehen die Situation. Ja. Ich mag zwar bloß eine unbedeutende Köchin sein, aber blöd bin ich deswegen noch lang nicht.
Und irgendwann ist auch bei mir das berühmte Fassel am Überlaufen. Ich gehe und zwar sofort. Lessi, was ist da mit den Mittagsgästen? Ist mir wurscht. Ja, und was soll ich machen? Selber kochen. Na ja, dann nimmst du halt dein sauberes Fräulein Bechterl ein bisschen vor. Die schmeißen dir auch an den Ableger von derer da rum. Viel Vergnügen noch. Aber Lessi, jetzt überleg doch einmal. Wo willst du denn überhaupt hin? Zu meiner Schwester. Hä? Ja, die hat zwar 4 verzogene Rotzlöffel, aber die kann ich wenigstens noch an die Ohrwaschel ziehen. Was bei dir nicht mehr möglich ist. Sei so gut. Und noch was. Von der Psyche einer Frau hast du so viel Ahnung wie eine Kur vom Eierling. Was wollen Sie jetzt da wieder damit? Das tut mir jetzt wirklich sehr leid, Herr Martin. Nein, ist schon in Ordnung, Frau Soll, ist schon in Ordnung. Ich sag's ja, die Weiberleute bringen nichts wie Unruhe über uns Nachbarn. Sie entschuldigen mich, ich muss mich jetzt um die Resi kümmern. Ja. Was ist denn das nun schon wieder? Schön läutet's unsere Mechthild, gell? Wissen Sie, das ist unsere neue Glocke und die wird heute eingeweiht. Und bei einer so festlichen Einweihung muss sie natürlich schon zeigen, ob sie der Bestimmung gemäß auch läuten kann. Die Mechthild. Ja, das hat sie nun ja auch zur Genüge getan. Ja. Und das ziemlich laut, nicht? Ja, wie halt gerade der Wind geht, Ja. gell? Und Sie haben anscheinend das Pech, dass Sie gerade in so einer Windschneise drin liegen, wo der Wind die Geräusche etwas verstärkt an Ihr empfindliches Ohrwaschel tropft, gell? Aber tut mir leid, Sie, da kann man nichts ändern. Ja. Das ist Jetzt halten Sie mal keine langen Vorträge. Sagen Sie mir mal lieber, wie lange und wie oft wird denn Ihre Mechthild denn nun in Zukunft so bimmeln? Ja, ich weiß noch nicht, wie lange Ihre Zukunft hier noch dauert, gell? Aber ich möchte Sie trotzdem darüber aufklären. Also bimmeln tut nur das Totenglöckerl. Eine Mechthild läutet und schlägt, ja? Und das in der Früh um 6, dann mittags zum englischen Gruß und dann wieder abends zum Abendläuten. Und das ist dann schön, wenn die Amseln dazu jubilieren. Das ist mir entschieden zu oft. Wissen Sie was? Ich werde mich bei Ihrem Herrn Pfarrer beschweren. Ich weiß nämlich aus kompetenter Quelle, dass nirgendwo die Glocken so laut und lange läuten wie hier. Ja, wie gerade der Wind. Kommen Sie mir ja nicht mit Ihrem Wind daher. Ja, aber da können Sie jetzt nicht hin. Der Herr Pfarrer, der heute gerade seinen Mittagsschlaf und wenn er da gestört wird, dann wird er saugrantig. Ich denke, der weiht die Glocke ein. Ja, aber wenn er dann damit fertig ist, dann muss er sich gleich hinlegen und ruhen. Sie und Ihr Herr Pfarrer, Sie beide, Sie werden noch von mir hören. Ja, ist das eine überlästige Grasblattflipper? Die regt mir jetzt schon langsam auf, mein Lieber. Aber wenn die zum Herrn Pfarrer gehen, mein Lieber, dann gute Nacht, Toni. Dann gute Nacht. Aber einmal drehe ich jetzt noch auf, gell? Gerade mit Fleiß. Jetzt hör endlich auf mit dem Blödsinn da. Herrschaftszeiten nochmal rein. Gibt's denn das? So, und jetzt zu dir. Du gehst jetzt augenblicklich in die Küche und schaust, dass wir was Anständiges auf der Speiskarte haben. Nein, das mach ich nicht. Was? Bloß weil du mit der Resi nicht klarkommst, tut ich wieder alles ausbaden. Ja, wie stellst du dir das überhaupt vor? Bedienen und kochen? Du reißt ja schon keinen Haxen nicht aus bei mir. Ja, ich weiß genau, wie das dann wieder läuft. Wenn du keine neue Köchin findest, bleibt wieder alles an mir hängen. Na und nochmals na, da mach ich nicht mit. Du, ich bin immer noch dein Vater, gell? Und du tust das, was ich dir sag. Nein, Hä? Ist das dein letztes Wort? ja. Gut, dann ist meine väterliche Zuwendung dir gegenüber bis auf Weiteres gestrichen. Okay, Papa. Also allzu viel hast mir ja davon bis jetzt wirklich nicht zukommen lassen. Hä? Ehrlich, Ganz ehrlich. weißt es doch selber, Liesl, wie es ist. Seitdem die Mama nicht mehr ist, der große Betrieb und alles drumherum. Ja, das mag ja alles sein. Aber deswegen darfst du doch nicht die ganze Zeit deine Probleme an mir auslassen. Und ganz ehrlich, zu der Resi kannst auch ein bisschen freundlicher sein. Was? Du, wenn ich zu der freundlich bin, dann putze ich die weiß Gott was ein. Nein, da bin ich sehr vorsichtig. Du bist nicht vorsichtig, du bist saugrob. Na ja, das kann schon sein. Liesl,
Willst nicht wenigstens heute in die Küche gehen? Morgen schauen wir dann weiter. Ja, also gut. Aber dann gibt's bloß Sauerkraut und Knödel. Das Fleisch ist ja eh schon fertig. Danke schön, Madel. Mit Sauerkraut. Das ist neibrennt. Was soll denn das bedeuten? Das siehst doch. Heute gibt's nix. Was halt gibt? Was will? Ja, Resi! Resi! Wart doch! Resi! Da geh her. Da schreibt drauf auf die Tafel, wegen Todesfall geschlossen. Weil es bringen nach Quiswein um. Ich schau mir mal lieber, was vom Sauerkraut noch zu retten ist. Entschuldigen Sie, entschuldigen Sie schon. War das nicht gerade das Fräulein Resi? Ja, warum? Ja, wo ist denn hin? Das ist mir wurscht. Zu der Bushaltestelle wahrscheinlich. Ja, Dankeschön. Hä? Dankeschön. Fräulein Resi! Was ist denn mit dem los? Sucht ihr auch ein Kirchen? Nein, Mama, ich schreibe keinen Brief an den Herrn Pfarrer. Ich mache mich doch nicht lächerlich. Also weißt du, Kurti, alles habe ich für dich und deine teure Ausbildung geopfert, damit mal ein tüchtiger Anwalt aus dir wird. Und jetzt bitte ich dich einmal um einen kleinen Gefallen. Und selbst den verwehrst du mir. Mein Gott, jetzt wär doch bitte nicht gleich so dramatisch. Sag mal, merkst denn du nicht, dass wir uns ja alle miteinander unbeliebt machen wegen deiner ewigen Meckerei? Du wirst doch nicht im Ernst glauben, dass der hiesige Pfarrer wegen dir irgendwas an den Gepflogenheiten ändert. Du, die feiern ihre Feste, ihre Glockeneinweihungen und was auch immer, ohne dass sie irgendjemand um Erlaubnis fragen. Das konnte ich mir gleich denken, dass du mich nicht verstehst. Meine Entschuldigung, aber Sauerkraut ist uns neibrennt. Ah, man riecht's! Um Gottes Willen, ich mach gleich alle Fenster zu. Ja, mein Mama hat halt eine sehr feine Nase, gell? Oje, 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 oje. Da ist wohl nichts mehr zu retten. Ja, aber das ist wohl nicht das Einzige, wo nichts mehr zu retten ist. Hm? Ja, das kann man so sagen. Hast du das mitgekriegt von Papa und der Resi? Nein, ich mein was anderes. Ich habe gerade lang und ausführlich mit meiner Freundin telefoniert. Liesel, hättest du Zeit, dass wir wieder ein bisschen spazieren gehen? Zu was? Ja, ich würde sagen, zum Reden. Ich hätte ein bisschen Ablenkung und vielleicht auch Zuspruch brauchen. Und da meinst du, war ich gerade die Richtige dazu? Mhm. Also gut. Aber gut darf ja auch nichts sein, gell? Ja, nie. Moment. Der Papa hat gerade das Gleiche zu mir gesagt. Was? Naja, er darf auch meinen Zuspruch brauchen. Aha. Aber zum Trösten bist mir du schon lieber. Ja. Dann kommen wir schon. Sagen Sie mal, was tut mir denn Sie überhaupt ein? Sie können mich doch nicht von der Bushaltestelle wegzahlen. Okay. Sie wollen doch nicht wirklich weg, oder? Na, eigentlich nicht. Wissen Sie, die 4 Fratzen von meiner Schwester, die hätte ich wahrscheinlich am ersten Tag schon erschlagen. Oder sowas Ähnliches. Na also, Sie als Köchin, na, Sie müssten doch das wissen. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es kocht wird. Ja, schon. Aber, wissen Sie, ich möchte nicht gleich wieder da reingehen, wie wenn nichts gewesen war. Was meinen Sie, wenn der dann wieder auftrat? Tja, aber das ist doch kein Problem. Kommen Sie mit mir. Na, da sitzen Sie ja zu mir. Den Garten rein. Was sagt denn da Ihre Frau dazu? Ja, was denn für eine Frau? Ach so, Sie meinen die Säule? Das ist doch gar nicht meine Frau. Was? Ja, das ist meine Schwester. Ja, dann. Dann schaut die Geschichte ganz anders aus. Nein, tut's nicht. Dann ist ja das noch viel schlimmer, wenn der Martin irgendwie um die Isolde da umeinander schwänzelt. Ist es eben nicht. Die Isolde hat doch in München einen Lebensgefährten. Ja, aber da kriselt's gerade ein bisschen. Und jetzt sitzt sie beleidigt da draußen und triezt die ganzen Leute. Ja, dann. Wissen Sie, eigentlich ist mir das wurscht, was der Martin tut. Das meine ich doch auch. Ja. Viel zu lange hat er mich ausgenutzt. Mich behandelt wie so eine lästige Küchenschabe. Ja, und eigentlich hat er mir am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Da hat Ihnen das Heiraten versprochen. Na,
versprochen nicht so direkt, aber ja, immer so Vertröstungen und so Hinhaltetaktiken, verstehen Sie? Ja, und dabei bin ich langsam vor mich hingewelkt. Nein, das sind Sie eben nicht. Und Sie halten lassen von einem Mann, das brauchen Sie nicht. Das haben Sie nicht nötig. Gasreiter! Martin! Wo ist denn der Wirt? Es ist was Schreckliches passiert. Ja, was ist denn? Der Mesner hängt am Glockenturm. Alle Heiligen stehen mir bei. Was, der Meister? Ja. Aber warum soll sich der denn aufhängen? Ja, aber aus Kummer, aus Verzweiflung, weil er jetzt wahrscheinlich seine geliebten Glocken immer leiten darf, wegen derer da. Das hat gerade noch gefehlt. Mein Gott, der Mesner, Jesus, der Mesner! Der Gexaloni hat sie aufgehängt! Mein Gott, so ein Unglück! Was ist los? Der Mesner hat sie aufgehängt, der Leo hat es gesehen. Stimmt. Ja. Sag mal. Jetzt derbt doch einmal was und steht's nicht bloß umeinander! Ich ruf gleich die Feuerwehr. Ja, und den Notarzt. Und einen Totengräber! Der Mesner hat sie aufgehängt! So ein Unglück! So ein Unglück! Ja, was ist denn da los? Ist was passiert? Der Mesner, der Klecksaldoni, der hat sie aufgehängt! Aufwachen, Resi! Mach deine Klubsche auf! Ich höre schon Gespenster. Er spricht aus dem Jenseits zu mir. Sollte man nicht einen Doktor holen? Ah, Schmarrn, da hilft jetzt bloß eines. Ein gescheite Watschen. Das sag mal, spinnst denn du? Aber der war nicht runter. Ja, Gott sei Dank. Was? Ja, ich meine, Gott sei Dank, dass wir wieder da sind. Gleich, ein Eimer Wasser. Nicht nötig. Sie weilt bereits wieder unter den Lebenden. Wieso hängst denn du nicht im Kirchturm, ha? Wieso jagst du mir so einen Schrecklein, ha? Sterben hätte ich können. Jawohl, sterben hätte sie können. Ja, ist sie aber nicht. Gott sei Dank, gell. Pfoten weg. Und jetzt zu dir, Toni. Wir warten auf eine Erklärung. Ja, mei, also, gell, das ist also gleich erklärt. Also, passt auf. Weil doch der Madame da drüben unser schönes Glockengeläute viel zu laut war, gell, und weil man halt Glocken auch nicht leiser läuten kann und weil... Vielleicht magst gleich bei Adam und Eva anfangen. Ja, also um das Ganze zu dämpfen, versteht's, bin ich auf unseren Glockenturm raufgeraxelt und hab die Vogelscheich zwischen den Schlängel und den Glockenrand reingehängt. Mein Lieber, du, das war eine Aktion, sag ich da, rumklettert bin ich wie ein Affen. Bei dieser Aktion hätten wir leichter pressen können, gell? Du, und dann hätte auch das alles funktioniert, gell? Nur hab ich den Wind nicht berechnet, der da droben viel heftiger war, wie da herunter. Du, der hat dann diese Vogelscheich umeinander beidelt, gell? Und dann ist mir dieses blöde Drum auch noch beim ersten Glockenschlag runtergerutscht. Und hängt jetzt quasi frei schwebend im Glockenturm drin. Das darf doch nicht wahr sein. Da lieber Himmel, Ideen hat der Mensch. So, und jetzt schaust aber schleunigst, dass die Vogelscheich wieder runterbringst. Oder willst du noch mehr Leute auf den Tod erschrecken? Nein, aber irgendwie war das eine Mordgaudi, gell? Ja, das wär's erst, wenn's der Herr Pfarrer sieht. Aue. Da wird's aber allerdings brenzlig werden, gell? Man sieht sich. So, und jetzt ist soweit. Jetzt gehe ich zu Isolde und werde ja anständig die Marsch blasen. Jetzt reicht's. Schön sitzen bleiben, gell? Schön sitzen bleiben. Ja, ich bin gleich wieder da. Du, wieso schaut denn der die so an? Gibt es die, was so wie der schaut? Nein, eigentlich nicht. Aber was ist? Bleibst jetzt wieder da? Nicht gern. Aber du bleibst. Ja, was fragst du denn dabei, wenn ich schon da bin? Aber das eine sag ich dir. Das sagt nichts, Resi. Schau, ich bin ja so froh, dass du wieder da bist. Du bist froh, dass dein Kirchen wieder da ist. Aber das eine sag ich dir. Die Umeinanderkommandiererei, das hört sich jetzt auf. Das hängt mir nämlich schon meterweise zum Hals raus. Versprochen, Resi. Ja, weißt du, ich bin halt... Nein, ich hab halt... Sei einfach still. Ja.
Aha. Wie ich sehe, gibt's halt nix. Naja, auch wurscht. Und was ist mit der Sulzen? Die hat Liesel schon gemacht. Ja, dann heißt ja das, dass ich heute den ganzen Tag frei hab. Ja, freilich heißt das. Was ist? Willst du nicht irgendwo hingehen mit mir? Wieso? Hä? Ich bin ja mit dir noch nie irgendwo hingegangen. Ja, aber wir könnten doch einmal anfangen damit. Martin, solche Anwandlungen, die sind bei dir schneller vorbei, als wir der Toni sein Vogelscheid vom Kirchturm herunten hat. Also, danke, kein Bedarf. Ich leg mir jetzt ein bisschen hin und ruhe mich aus von den Strapazen. Naja, schließlich hat mir ja fast der Schlag getroffen. Genau. So, und jetzt stör mich bitte die nächsten 2 Stunden nicht mehr. Na? Ja, das mache ich schon. Mach ich schon. Ja, gibt's das auch, so ist recht. Das war ein wunderschöner Spaziergang. Ja, ist ja auch eine herrliche Gegend bei euch heraus. Ach, das ist aber schön, dass sich meine Tochter auch einmal wieder blicken lässt. Die Welt kann untergehen bei dir. Der Toni hat sie aufgehängt. Um Gottes Willen, der Mesner hat sie aufgehängt. Ja, eigentlich nicht. Er hat's im Sinn gehabt, er wollte, das soll er selber erzählen. Ich schau jetzt, ob die Sulzen schon angefangen hat. Ah, er hast auch vergessen. Also, hat er sich jetzt aufgehängt oder nicht? Also ich glaube eher nicht. Und? Wann sehen wir uns wieder? Sitzt die heute auf Nacht im Biergarten aus? Dann serviere ich dir die beste Sulz. Ich hab nämlich extra eine mit besonders viel Fleisch für dich auf Zeiten gestellt. Was? Extra für mich? Aber Butterfei ja nix sein, gell? Du weißt, ich hab den Michel am Hals. Ha, und der hat einen großen Bauernhof mit 120 Rindviechern. Hui, ob das reicht, um mit ihm da heraus den Rest deines Lebens zu verbringen, ha? Nein, ich bin ja ganz gern in der Stadt. Ich hol von Papa ja bloß in der Biergartensaison. Ach so, dann bist du gar keine Kellnerin. Nein, ich mach gerade in der Tierklinik meinen Doktor. Ja, es gibt nämlich auch Frauen mit Hirn. Habe ich nie bezweifelt. Aber Liesel, es ist mir doch vollkommen egal, was du bist und was du hast. Nur das mit deinem Michel, das musst du schon in Ordnung bringen, gell? Mach ich. Aber Butterfei ja nicht sein. Ja, womöglich gewöhne ich mich noch an die und dann bist du wieder weg. Aha. Aber ich komm wieder. Ja, abwarten. Ihr Männer seid doch manchmal ganz schön wechselhaft. Ich sag nur Gerda. Ja, und ich sag nur Michel. Ich hab jetzt schon zweimal Ja, gesagt. natürlich, und begreift das vielleicht jetzt endlich, was du da angerichtet hast. Aufhängen wollte sich der arme Kerl. Aufhängen! Ja, weil er womöglich wegen dir seine geliebten Glocken nicht mehr hätte läuten dürfen. Ja, aber das wollte ich doch nicht. Ja, aber da hätte er jetzt nichts mehr davon. Wenn er jetzt da droben hängen würde, nicht? Leblos und einsam im Glockenturm. Sag's mal, was ist denn eigentlich los mit dem Mesner? Ja, er hat's überlebt. Aber das ist eine andere Geschichte, gell? Zum großen Glück ist noch alles gut gegangen. Und jetzt frag ich dich, liebe Isolde, könntest du mit dieser Schuld leben, einen Menschen in den Tod getrieben zu haben? Natürlich nicht. Mama, dann nimm dir das aber auch in Zukunft zu Herzen. Ja, also, ich gehe jetzt erstmal spazieren, ja? Und wenn ich den Toni treffe, dann werde ich mich bei ihm entschuldigen. Nein, oh Gott, nein, das braucht's nicht. Das wird ihn womöglich noch an alles erinnern. Naja, also gut, dann gehe ich jetzt. Verlaufen werde ich mich ja wohl nicht, oder? Ja, wir werden dich sicherlich wiederfinden, Mama. Hoffentlich begegnet mir niemand. Oh Gott. Du, das hat aber jetzt nicht alles gestimmt, oder? Ja, nicht ganz, nicht, aber so ungefähr war's. Das war aber schon ein bisschen heftig, meinst du nicht? Du, das schadet deiner Mutter gar nichts. Ha, und ich räume jetzt hinten den Garten auf. Ich brauch Bewegung. Warte, die Hälfte! Halt! Da bleiben! Was hast denn du, rasierter Paragraphenjongleur, mit meiner Liesel gemacht, hä? Was ist los? Du, jetzt stell dich du nicht dümmer, wie dass du sowieso schon bist. Meinst du, ich bin so blöd, wie ich ausschaue? Seit du da bist, hat die Liesel keine Minuten mehr Zeit für mich. Und mit dir geht's am Bachrund stundenlang spazieren, gell? Genau eine halbe Stunde rauf und eine halbe Stunde wieder zurück. Ich kenn mich schon aus. Ja, wunderbar. Wenn du dich schon so gut auskennst, musst du mich ja mit deinen Fragen nicht mehr länger belästigen.
Da bleiben wir! Liesel! Liesel! Ja, ich schau, dass du endlich rausgehst! Sag einmal, was blärst denn du so umeinander? Ich hab mit dir zum Reden. Gut, geh lieber. Das mache ich mit dem Herrn allein aus. Ja. Wenn du meinst, wenn du mich brauchst, ich bin im Haus, gell? Dem Advokaten da drüben hab ich gerade schon gesagt, wo der Bartel am Most hält. Mei, da wird er aber beeindruckt gewesen sein. Das weiß ich nicht, ob der Depp beeindruckt war. Naja, ich war gerade bei meinem Pfarrer und hab ihm gesagt, dass wir zwei Mann zum Aufgebot kommen. So? Ja, du kannst schon hingehen. Aber ich nicht. Ja, du musst aber schon mit, sonst geht's ja nicht. Eben. Warum eben? Das verstehe ich jetzt nicht. Siehst Michi, und genau das ist dein Problem. Was? Ja, dass du nichts verstehst. Und schon gleich gar nicht, dass endgültig zwischen uns aus ist. So meinst? Und das weißt du erst, seit der da drüben da ist? Na, das weiß ich schon viel länger. Das ist mir bloß jetzt erst klar geworden. Ah, ich verstehe dich schon. Das merke ich doch schon lang. Seit du in der Stadt drin auf Frau Doktor machst, ja, meinst du auch, du bist was Besseres. Vielleicht. Auf jeden Fall gehe ich mit dir weder zum Pfarrer noch sonst irgendwo hin. Willst du sonst noch was wissen? Nein. Das ist mir eigentlich so gesehen auch recht. Ich gehe nämlich jetzt auf, da steht so Binderagnes. Genau, die hat ja schon lange ein Auge auf mich geworfen. Und am Herrn Pfarrer wird's wahrscheinlich wurscht sein mit ihm, dass ich das Aufgebot stehe. Hauptsache, er macht das Geschäft. Das ist ja interessant. Hast du also die Agnes in der Warteschleife gehabt? Wie meinst du? Okay. Du, aber das kannst du merken, du, über kein Titel de Gors. Ein Auracher Michi läuft kein Weiberleid nach, dem wird nachgelaufen. Ja, dann spring noch schnell, dass das noch erwischt, dein Agnes. Und sagst dir dann recht einen schönen Gruß von mir, gell? Und ich bin ihr ewig dankbar. Für was? Ja, dass dich aufräumt. Und tröste Michel, die Agnes ist zwar nicht besonders schön, aber immerhin die Tochter vom reichsten Bauern. Eben, geilig ist. Und ein Holz hat zwar der Hütten. Die war schön, aber nicht mit mir. Nicht mit dem Auracher Michi. Die war ja schön. Ja, Gott sei Dank. Ist ja besser gegangen, wie ich gemeint hab. Schau her, das Fräulein Liesel. Gerade nichts zum Tun? Nein. Willst du sonst noch was wissen, Zirner? Weißt du, ob da drüben jemand daheim ist? Ja, schaust halt nach. Das tue ich schon. Schnapp ich, ich weiß. Hallo? Ist wer da? Was gibt's denn? Herr Zirner, grüß Sie. Wollen Sie mit meiner Mutter reden? Ja, das habe ich eigentlich vor. Ja, die... schauen Sie, da kommt's gerade von einem Spaziergang. Mama, der Herr Zirner möchte mit dir was besprechen. Ja, aber natürlich, Herr Zirner. Aber bitte gehen wir doch ins Haus, ja? Da sind wir ungestörter. Wo ist der Feier? Was? Wird man nicht mal Kochstück bringen? Ja, oder vielleicht ein Hirnkastel. Wassermarsch! Alles aus Ignoranz. Hörst das nicht gleich auf? Es brennt doch weit und breit nirgends. Das ist klumpt, das klimmt. Das Schlauch muss verstopft sein, gell? Für einen, der sich eben noch erhängen wollte, ist der aber sehr munter. Jetzt stell doch endlich einmal das damische Horn ab. Wo ist denn überhaupt das Feuerwehrauto? Ja, und wo sind die anderen? Ja, da hinten irgendwo, gell? Moment, ich muss schnell einmal, gell? Ich rieche überhaupt nichts und Feuer sehe ich auch keins. Der spült doch, der Toni. Mitnichten, gell? Gell? Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich hab das Feuerwehrhorn gehört, nur wenn man denkt, hoppla, wenn man denkt, da brennt's irgendwo. Und auch obwohl ich, gell, den schweren Schock vom Glockenturm kaum überwunden hab, bin ich sofort pflichtbewusst in meine Uniform rein und gleich los. Gleich los. Obwohl du weit und breit nichts von einem Feuer gesehen hast. Ja, meinst du, so ein Feuer sieht man vielleicht nicht immer gleich, gell? Und ich bin halt einmal ein verantwortungsbewusster, freiwilliger Feuerwehrmann. Ja? Aber bitte, wenn's nicht brennt, ja, da ziehe ich mich halt ganz unauffällig wieder zurück. Gell? Moment, So. Du sag einmal. Kannst du mir das da erklären, hä? Ja,
bedauere, gell? Aber den Rest von dem Schlauch, das muss ich unterwegs irgendwo verloren haben. Also, tut mir leid, gnädige Frau, dass Sie so erschrocken sind, gell? Aber ein Feuer ist eine höhere Macht. Der glaubt's an selber. Das ist ja nicht zu glauben. Aber bedauere, ich bin leider überhaupt nicht erschrocken. Nicht? Nein. Schon. Da war alles umsonst. Freund, ich glaube, du packst jetzt das Stück als Schlauch und verschwindest wieder. Und bei der nächsten Gemeinderatssitzung werden wir diesen ominösen Brandfall einmal etwas näher beleuchten. Nein, bitte nicht. Das ist gar nicht nötig, gell? Weißt du, das war ein sogenannter blinder Alarm, gell? Du bist ein sogenannter Blindgänger. Sind Sie doch nicht zu streng mit ihm, Herr Martin, wo sich doch vorhin noch vor lauter Kummer erhängen wollte. Was? Erhängen? Da bin ich den Deppert. Nein. Aber das eine sage ich euch, gell? Wenn es jetzt wirklich einmal wo brennt, dann muss ich mir das mal schon schwer überlegen, ob sich ein Klecksaltoni noch einmal zum Brandherd begibt. Ja? Lass mich von der Eichstoff nicht verarschen. Was ist das? Mein Lieber, wenn ich dir mal allein Also nichts für ungut frei sollte. Aber er muss sich halt immer ein bisschen wichtig machen, unser Toni. Also dann, zwischen uns ist soweit alles klar? Ja, ich denke schon. Bis später, Herr Zirner. Jawohl. Du, was ist da klar zwischen euch? Geht dich diesmal so? Aber Püppchen, wir haben noch einige Unklarheiten zu besprechen gehabt. Ah, hast du das jetzt endlich über den Tisch gezogen? Geh, ich werde das für eine reizende Dame nicht über den Tisch ziehen. Ich komme später noch einmal. Ich muss ein paar Unterlagen holen. Servus Martin. Ja, vierte. Mein Lieber, dann hat jetzt alles nichts genutzt. Muss ich tatsächlich mit der Isolde da als Nachbarin leben? Obwohl, wenn es nicht schon verheiratet war, könnte ich glatt einmal so einen kleinen Abstecher riskieren. Entschuldigung, Was ist? wohnt da eine Frau Isolde Brauner? Ja. Sind die Blumen für Sie? Schon? Aha. Ja, natürlich, her. Nein. Ich muss persönlich übergeben. Ich geb's dir schon persönlich, da geh her. Da schau her. Da hast du einen Fünfer und jetzt gib mir die Blätter. Großzügig. Ja. Aber, Wart. wie gesagt, persönlich übergeben, gell? Ja. Darf ich einmal? Und Gut. persönlich. Entschuldigen Sie, Frau, ich sollte, dass ich nochmal störe. Aber ich hab da was für Sie. Was verstecken Sie denn da hinter Ihrem Rücken? Ach, sind das wunderschöne Rosen. Ja, sind die für mich? Ich glaub schon. Ach, ist das lieb, Herr Martin, aber das wäre doch nicht nötig gewesen. Nein, das ist anders. Ich mein bloß, dass Ihr Mann vielleicht nicht sehen soll, die Blumen. Mein Mann? Ja, Ihr Mann, der Theo halt. Ach, das ist doch nicht mein Mann. Hä? Das ist mein Bruder. Der Bruder? Ja. Wirklich? Ja, dann ist ja die Geschichte eine ganz andere. Ja, dann sind die Blumen doch von mir. Da ist ja eine Karte. Halten Sie doch mal bitte, ja? Ach, ist das... Ach, ich bin ja so glücklich. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank. Ja, aber... Hat's dir jetzt abblitzen lassen mit deinem Unkraut. Aber das schickt er noch recht. So, und damit hat sich für mich die Sache auch endgültig erledigt. Ihr schenkt der Rosen noch dazu Rode und ich bläre Kur, wo die seit 15 Jahren von hinten bis vorn bemuttert. Mir hast du gerade einmal ein Steckerl Schnittlauch geschenkt. Aus ist, vorbei ist, ich mag nicht mehr. Jetzt hör mal halt einmal zu. Schau, das war doch ganz anders. Wie und was soll denn da bitteschön ganz anders gewesen sein, wenn man einer Frau rote Rosen schenkt und die am Hals fällt? Ganzreiter Martin, das war's. Ja, aber das ist... Verfolge mich bitte nicht mehr. Sie dürfen gleich so wie alles zusammen. Ist das sowas, ne? Jetzt ist mir alles wurscht. Resi, wenn du willst, dann gehen wir sofort zu meinem Pfarrer und bestell das Aufgebot. Danke
Vor einer Stunde bin ich zurückgekommen. Und genau diese eine Stunde bist du zu spät dran. Ich mag immer, du damischer Rosenkavalier. Ja, was hau ich denn gleich zusammen? Was hau ich denn zusammen? Gibt's denn sowas auch? Die Resi fegt im Haus umeinander wie ein Taifun und du willst alles zusammenschlagen? Ja. Was ist denn schon wieder los? Alles hat sich gegen mich verschworen. Alles! Die Resi, die will nicht mehr. Ich will jetzt auch nicht mehr. Ja, das kann ja ein fröhlicher Tag werden. Oder vielleicht doch? Kurt? Kurti, bist du da? Natürlich bin ich da. Und für die sowieso. Was gibt's denn? Stell dir vor, Kurt, ich bin ihn los. Was, dein Michel? Wirklich? Ja, wirklich. Du, der ist gleich rüber zur Agnes, weil die hätte schon längst ein Auge auf ihn geworfen, sagt er. Ja, darum bin ich jetzt endgültig los. Ach, also ich bin richtig erleichtert. Ja, das ist ja eine wunderbare Nachricht. Ja, Kurti, was machst du denn da? Du, ein erfolgreicher Anwalt und diese Kellnerin. Also, das muss ich ja sofort. du, ein erfolgreicher Anwalt und diese Kellnerin. Ja, ich werde gleich sagen, dass du nur eine Aushilfskellnerin bist und dass eine Frau Doktor hervorragend zu einem aufstrebenden Anwalt passt. Und ich schaue mal nach dem Papa. Nicht, dass er am Ende doch noch was zum Zusammenhauen findet, gell? Ach, und Kurt, Hä? vergiss bitte, was ich da bis jetzt immer gesagt habe. Was hast du mir gesagt? Was soll ich vergessen? Bald war ja nichts ein. Jetzt darfst du was einbalten, Kurti. Hab ich doch immer gewusst. Martin? Ich bin wieder da. Hast Zeit? Musst du mich schon wieder belästigen? Ne? Geh weiter. Jetzt sitzt die hier. Was? Ich möchte mit dir reden. Nicht, das heißt, ich hätte wieder übergangen. Ja, also gut. Dann red. Also, so wie es ausschaut, wird die Frau Isolde da drüben nicht recht glücklich. Okay, macht's einen Rückzieher. Kann man so sagen. Aha. Und was willst du da von mir? Martin, ich will ganz offen sein. Ich hab schon auf sie eingeredet, weil sie passt ja wirklich nicht her da zu uns. Okay. Und nachdem, was schon so alles passiert ist, Wieso? Ich weiß von nix. naja, lass mir das gut sein. Um es kurz zu machen, sollte sich die Dame das wirklich noch anders überlegen. Den Kaufpreis kennst. Ja, und ein Verlustgeschäft möchte ich ja wirklich nicht machen. Das verstehst du doch, oder? Ja, du hast ja schon alles vorbereitet. Nur für alle Eventualitäten. Und mit dem Preis bist du auch ein bisschen runtergegangen. Wahnsinn. Aber doch nicht aus reiner Menschenfreundlichkeit, oder? Doch, bei jedem anderen war die Höhen auf. Ja, da stehen schon ein paar Interessenten da, falls es wirklich abspringt. Also, was ist jetzt? Wo ist das Haus oder nicht? Zeit zum Überlegen hast du nimmer. Schlag zu, Martin! Martin, schlag doch zu! Weil sonst habe ich mich ja ganz ansonsten so engagiert, doch, verstehst So, auf dein Karten gingen also diese ganzen ominösen Vorkommnisse. Hab ich's mir doch gedacht. Da reden wir noch drüber, Freundal. du? Ich weiß fein nicht, ob ich da gerade verfügbar bin, wenn du mit mir reden willst. Also, was ist jetzt? Wo ist das Haus oder nicht? Vorausgesetzt natürlich, sie springt wirklich ab. Ja, muss das gleich sein. Ich meine, hat das nicht Zeit? Sag's denn die? So eine Chance kriegst du nimmer, Martin. Also gut, ich kauf das Haus. Wenn sie einen Rückzieher macht. Schlag ein. Ich bin Zeuge, schlag ein! Was soll's? Wir werden die Geschichte schon schaukeln. Da fällt mir gerade ein, aber kein Kirchen mehr. Richtig, ich bin praktisch schon nicht mehr da. Ja, aber Resi, jetzt wart halt einmal. Resi, möchtest du dich doch noch mal überlegen? Nein, Ach, Herr Martin, das sind Sie, ja? Jetzt stellen Sie sich nur mal vor. Jetzt muss ich doch schneller abreisen als geplant. Ja, mein Lebensgefährte, mit dem ich mich vor meiner Abreise noch verstritten hatte, der hat mir zur Versöhnung diese wunderbaren Rosen geschenkt. Und jetzt fahre ich natürlich gleich zu ihm. Das verstehen Sie doch, nicht wahr? Natürlich. Also, schade. Vielleicht wäre doch noch eine gute Nachbarschaft entstanden. Herr Zirner, wir verbleiben wie vereinbart, ja? Ja, also mein Sohn fährt mich jetzt zurück in die Stadt und die Koffer wird er dann bei Gelegenheit abholen, ja? Also, wiederschauen, Herr Toni, wiederschauen, Frau Grisi, ja? Kundi, kommst du? Ich warte im Auto. Tschüss. Ja, bin schon da, ja. Wo ist denn das Fräulein? Wieso? Ja, warten Sie, wo ist er?
Giesel, komm mal raus. Kurt, fährst du schon? Aber ich komm wieder. Morgen schon. Versprochen? Versprochen. Warum machst du? Ja, ich komm gleich. Gut nicht. Wiederschauen. Wiedersehen. Ob der wieder kommt? Der kommt wieder. Der kommt wieder. Ich meine auch, der kommt wieder. Ja, wieso? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wieso soll der wiederkommen? Mein Papa, du begreifst doch mal wieder gar nichts. Naja, mit dem Begreifen tut er sich manchmal ein bisschen hart, der Martin. Okay. Geh weiter, sitzt du wieder hier. Ich war aber jetzt schnell fort, die Solde. Ja, Toni, hättest du gar nicht so anstrengen müssen mit deinen Spassetteln, dass die Dame da wieder los wird. Die wären ja nicht ganz von selber wieder gegangen. Was? Wieso war die von selber wieder gegangen? Die hat doch das Haus gekauft, oder? Sie hat die Absicht ausgesprochen. Hat sie aber vorerst nur mal so zur Probe eingemietet gehabt. Habe ich jemals mit einem Wort gesagt, dass sie es gekauft hat? Das hast du schon selber so zusammengereimt. Und ich hab da nur nicht widersprochen. Mein Lieber, du bist ein... Da fällt mir das richtige Wort jetzt gar nicht ein. Und jetzt muss ich natürlich zahlen. Naja, weißt du was, Leo? Ist mir wurscht, ich kauf das Haus und mache eine Fremdenpension draus. Und dann werden wir schauen. Ja, Resi, möchtest du im Schürzl verreisen? Du hast deinen Koffer? Auspackt, Depp. Ja, lacht so recht ausgeschaut. Damische Mannsbrüder. Ja, und ich stehe jetzt da. Übrig geblieben und überflüssig. Ja, wollen Sie nicht da bleiben bei uns und mir beim Umbau von dem Haus in eine Fremdenpension helfen? Ja, freilich. Ja, und gern auch noch. Ja, er kann doch einen Verwalter oder einen Manager oder ein Hausl oder irgend sowas machen. Am Martin, dem wäre das sowieso zu viel in seinem Alter. Danke. Aber die Idee an sich ist nicht schlecht. Also, hätten Sie Lust? Ja, und ob ich Lust hätte, ja, das wäre doch wenigstens wieder eine Aufgabe für mich. Und dann wäre ich auch immer in der Nähe von der Resi. Hoppla! Hoppala! Ist mir da vielleicht irgendwas entgangen? Ja, dir sowieso. Martin, schlag noch einmal ein. Das ist schon der richtige Mann. Freilich ist es der richtige Mann. Gell, Theo? Aber natürlich, Resi. Ja, so ist recht. Dann habe ich wieder kein Kicken. Der Herrgott hat den Schlaf gemacht. Als Aufsteh hat der Teufel gebracht, fix. Dieser Gramerlohn. In der Früh sperrst du ihn auf, dann sperrst du ihn wieder zu, dann sperrst du ihn wieder auf, dann sperrst du ihn wieder zu. Öffnungszeiten von 8 in der Früh bis Mittag um 12 und Nachmittag von halb 2 bis abends um 6. Ja, voll Depp, gestiegen da! So,
Also ich kann mir das nicht leisten. Aber der Herr Postbeamte, der hat natürlich Zeit, gell? Ich hätte keine Zeit. Muss ja schließlich noch was arbeiten. Herr Figaro, Herr Figaro, 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 Herr Figaro. Herr Figaro hier, Figaro da, Figaro hier, Figaro da. Mit 1000 roten Rosen geh ich mit dir zum Traualtar. Oh, du liebe holde Schönheit mein, nur mit dir alleine kann ich glücklich sein. In deinen Armen steht die Zeit gar still. Nur du weißt, was ich wirklich will. Die Sonne strahlt, der Morgentau, du bist für mich die schönste Frau. Die Erde bebt, mein Herz entschwebt, unaufhörlich es die Englein sangen. Unstillbar ist es, mein Verlangen. Täglich wächst in mir die Gier. Nach mir. Nach mir. Nach dir. Okay. Jeden Tag kommst du mit deinem Schmarrn. Da hab ich schon genug von dir. Wird Zeit, dass du mal was anderes einfallen lässt. Ja, sollte vielleicht einmal was anderes singen aus dem Papier von Sevilla. Zum Beispiel O Sole Mio. Das ist nicht aus dem Papier von Sevilla. Nicht? Und jetzt schleicht die. Ich hab wirklich keine Zeit. Ich muss arbeiten. Warum? Die Liebe vertreibt die Zeit. Und die Zeit vertreibt die Liebe. Und jetzt hör auf mit deinem Schmarrn. Warum erhörst du meine Liebe nicht, holde Liesel? Holder Severin. Erstens hab ich keine Zeit für sowas. Zweitens hast du keine Zeit für sowas. Und, ich meine, außerdem gang's mit uns zwei ja sowieso nicht. Oh. Das wissen wir doch alle zwei. Und jetzt krieg ich noch 20 Pfennig von dir. 20 Pfennig? Für was? Für die Rosen. Oh. Und jetzt geh an deine Arbeit. Zeit wird's. Es wird die Zeit kommen, da wirst du meine Liebe erhören. Das glaub ich nicht, weil in 50 Jahren bin ich Torrad. Frauen. Soll ein Mensch auf dieser Welt die Frauen verstehen? Aber Gott sei Dank habe ich ja nicht viel zu tun mit ihnen. Hast schon wieder deinen Morgenwuisler hinter dir? Warum? Okay. Du weißt doch, dass das die Liesel gar nicht mag und das hat doch gar keinen Sinn. Gell? Das glaube ich nicht. Sowas lieben doch junge Frauen immer, wenn's angehimmelt werden. Ach so, ja. Nicht nur die jungen Frauen. Ui, ich habe jetzt gerade keine Zeit mehr. Ach so ein unverschämter Kerl. Justus, na, ich bin ja schon wieder zu spät dran. Wo willst denn du hin? Weiß ich nicht. Ein Mensch wie ich, der wird überall braucht, gell? Ja, freilich, das darf da so passen, gell? Jetzt wirst du erst einmal da braucht. Zu was? Ja, mei, der Herd gehört noch kurz, die musst du halt Schweinsbrot schirmen. Hast mir du die Kotelett schon ausgelöst, als Kalbsbrat hergerichtet und als Hackfleisch durchdraht? Ich hab jetzt keine Zeit. Ich muss noch Stangeneisen übertragen, Darm waschen, Blut rühren, Würstel abdrehen. Ich hab schließlich heute in der Früh schon geschlacht. Na, was du nicht sagst, ha? Du bist ja ganz ein Fleißiger. Ja, weil jetzt das sowas Besonderes ist für einen Metzger, wenn er schlacht in der Früh. Das möchte ich aber schon meinen. Weil wie ich heute in der Früh schon mein erstes Sau geschlacht hab, ja, da hast du nur grunzt im Bett. Na und schon? Gestern war ein Sonntag und da war der Stammtisch so lang da. Gesoffen haben's, politisiert haben's und dann haben's gestritten. Und ich bin spät ins Bett gekommen. Ein schöner Sonntag. Und dann hab ich nicht schlafen können, weil du lauter gerutzt hast, als würde die Sau, die was dann später geschlacht hast. Aber heute ist Montag, Zeit vergeht und ich hab keine mehr. Halt da bleibst! Was steht denn heute auf der Speiskarte? Blut und Leberwürst. Was, Blut und Leberwürst? Ja. Geh, da ist doch gar keine Zeit danach. Fällt dir denn da nichts besser sein? Für Blut und Leberwürst gibt's doch keine Zeit. Doch, im Winter. Geh, im Sommer isst man doch keine Blut- und Leberwürst. Ja, was mach ich noch jetzt mit meinem Blut?
Was mit deinem Blut? Nein, mit dem von der Sau. Hey, machst du halt einen Presssack? Einen weißen. Nein, einen schwarzen. Herrschaftszeiten, wer ist denn jetzt eigentlich der Metzger von uns zwei? Ah ja, gute Idee. Hätte von mir sein können, ja. Weißt du was? Da bringe ich noch gleich der Gotenbayerin rüber. Die hat nämlich heute den 70. Was? 70 wird die schon? Ah ja. Mein Gott, nein. Ja, da haben wir doch erst vor 5 Jahren ihren 65. gefeiert. Nein, die Zeit vergeht. Na ja. An einem Alten sieht man, dass man selber nicht mehr jung ist, gell? Ja, da kannst du recht haben. Was, und derer willst du einen schwarzen Presssack schenken? Ja, ganze Stange. Das kannst du doch nicht machen. Zum 70. Geburtstag eine Stange schwarzen Presssack. Das ist doch unromantisch. Aber gut. Was? Der Presssack. Halt! Was gibt's denn jetzt dann heute? Wohlwürst. Wohlwürst? Ja, die sind zeitlos. Seit wann waren jetzt Wohlwürst zeitlos? Also, so einen Schmarrn habe ich ja noch nie gehört. Wohlwürst mag man oder man mag's nicht. Wenn man's nicht mag, dann mag man's im Sommer nicht und mag's im Winter nicht. Aber wenn man's mag, dann mag man's immer. Ja, aber du magst ja Wohlwürst. Ja, jetzt schon, ja. Als Kind hat's einmal Zeit gegeben, da hab ich's nicht mehr, aber jetzt mag ich's. Also, dann sind sie ja doch nicht zeitlos. Halt! Siehst du's? Wenn's jetzt nicht so lang rumgeredet hättest und die Zeit verplempert hättest, dann hättest schon längst die Hälfte von dem gemacht, was ich da angeschafft hätte. Okay, leg mich doch. Was? Ich meine, wenn's Zeit hättest. Ich hab aber keine Zeit. Machst du ein schönes Tischgesteck für eine lustige Geburtstagsgesellschaft? Na, ein Grabgesteck für eine grübige Beerdigung. Wer ist denn gestorben? Der alte Loderbeck von Galling. Was? Der alte Loderbeck, Skalling. Ja, der alte Loderbeck von Galling. Der Kali. Ja, der Kali. Wann ist denn der gestorben? Wie der Schnaufer aufgehört hat. Mei, der Kali. Wer hat denn das für einen Auftrag gegeben? Das sag ich nicht. Ach, geh, das kannst du mir doch sagen. Da ist doch nichts dabei. Ich sag dir doch sonst auch alles. Schau, Kramerin. Aber ich hab einen Blumenladen. Und du hast einen Kramerladen. Und der Kramerladen ist ja wie eine lebendige Zeitung. Also, so ein Schmarrn. Es heißt aber doch, lasst Blumen sprechen. Ja, aber leise. Ja, und außerdem gibt's ja auch Kundengeheimnis. Ja, das hab ich doch auch. Ja, oder meinst denn du, wenn mir eine Kundin was Persönliches oder gar Intimes anvertraut, was gar kein anderer wissen darf, dass ich das dann vielleicht weitererzählen darf? Ehrlich gesagt, ja. Dazu hast du sogar dann du Zeit. Gut, dann eben nicht. Diese Kramerin. Ein Kundengeheimnis bei der Kramerin. Das ist ja wie der Briefdaum im Sturzflug. Und da gehört aber noch was hin. Jetzt möchte ich aber doch wissen, wer das für mein Kali bestellt hat. In ewiger Liebe, deine Magdalena. Ja, jetzt schau dir mal dieses Mistviech an. Ja, hat denn die überhaupt keinen Charakter? Nein. Das war so eine schöne Zeit mit meinem Kali. Die Zeit, wenn ich zurück dran kann, das war schön. Nochmal lass ich das nicht hin. Diese Magdalena Brennschneider. Wenn schon eine so heißt, dann langt's mir schon. Möchte bloß wissen, was mein Kali von der wollen hat. Ich meine, das war ja nicht einmal eine Geschäftsfrau. Das war überhaupt keine Frau. Dünner und jünger war's halt. Dicker und älter ist von selber geworden. Oh mein Kali. Oh mein, und alles bloß zwecks dem Kramerladen, weil ich nie Zeit gehabt hab. Und weil das Galling so weit weg war. Halt, Kramerin! Warte mal. Ich hab jetzt keine Zeit. Ja, den Spruch, den kenn ich schon.
Was hast denn du mir das letzte Mal für kreisliche Kartoffel verkauft? Ha? Ich hab gesagt, speckige. Der Herr Graf mag seinen Kartoffelsalat nur mit speckige. Ja, und? Ja, dabei hast du mir so mehlige Huhn verkauft. Oh, ja, die waren ja sogar die Kartoffelkäfer zu trocken gewesen. Mein Lieber, du, mit deinen ordinären Bauernerdäpfel, deine kreislichen, da kannst du dich verschleichen, dass das weißt. Weißt was? Gehst zur Wirtin rüber. Ich hab keine Zeit. Ich hab Kundschaft im Lohn, gell? Okay, Kundschaft im Lohn. Oh, was möchtest jetzt du für Kundschaft im Lohn haben? Geht dir gar nicht so. Das ist ein Kundengeheimnis. Kundengeheimnis, du? Dass ich nicht lach. Bei dir hält sich doch ein Geheimnis so lang wie eine Butter in der Sonne. Das sagt er grad die Richtige, gell? Ich hab jetzt keine Zeit. Gut. Gut, dann komm ich später nochmal. Dann wirst du schon Zeit nehmen müssen. So. Und jetzt geh ich zur Buschelrennerin. Du Buschelrennerin, was hast denn du mir das letzte Mal für einen zähen Tafelspitz verkauft? Hat denn dein Alter aus einem Elefanten herausgeschnitten? Also, größtens, ich hab jetzt überhaupt keine Zeit. Gehst halt dabei zu der Grammerin über, Nix gell? da, du wirst ja schon Zeit nehmen müssen. Aber das ist... Ich hab auch keine Zeit und muss mir's nehmen und muss mich mit einem zachen Klump rumärgern. Was? Heute Sonntagsfreibier von 9 bis 11 Uhr. Aber heute ist doch schon Montag. Ah, das steht noch von gestern da. Ja, drum. Jetzt wird mir manches klar. Deswegen war gestern keiner bei mir in der Kirche im Hochamt. Ja, so ein Sauhund, ein Verreckter. Ein Fallott. Ein Dreckhammer, ein Durchgesächter. Na, wart nur. Die, wenn ich erwisch, du Saubazi, du Gottloser. Ui. Dicke Luft im Fahrerskluft. Halt! Da bleibst, Pauli. Ui. Mit dicker Luft ist da nicht da. Weil jetzt fliegen gleich ein paar katholische Fäuste. Hä? Was ist los? Streck einmal die rechte Backen her. Zu was? Ja, getreu dem Bibelspruch, wer dir auf die rechte Wange schlägt, dem reiche auch die linke da. Matthäus 5, Vers 32. So, jetzt schlagt's ein bei dir. Hey, wie redst du daher, ha? Du als Diener Gottes? Ja, was? Was ist denn das? Das? Ein Schiefer für eine Schwarze. Was da steht, Moni? Wo? Da! Was da steht? Da kannst du nicht lesen. Ich hab mir gedacht, du hast auf Theologie studiert. Warum schenkst du in deiner kreislichen Bauernwirtschaft an einem Sonntag ein Freibier aus? Freigrad, wenn bei mir in der Kirche das Hochamt ist. Ich wollte halt auch einmal was Gutes tun. In der Bibel steht doch schon geschrieben, du sollst jeden Tag eine gute Tat vollbringen. Drum habe ich das gemacht, das mit dem Freibier. Naja, deswegen hast du das nicht gemacht. Du Lump, du Liederlicher. Das hast du nur gemacht, dass keine Leute in die Kirche kommen und deswegen mein Spendenaufruf nicht gehört wird. Und ich deswegen kein Geld für eine neue Kirchenuhr hab. Deswegen hast du das gemacht. Und weißt mir's nicht vergunst. Du Bazi, du ganz Neidiger. Geh. Ich sag dir doch schon seit ein paar Jahren, dass wir keine neue Kirchenuhr brauchen. Schau, in der Früh, da leite immer ich und die übrige Zeit unterm Tag, die haben wir alle miteinander ganz gut im Gefühl. Außerdem haben wir sowieso alle miteinander keine Zeit. Darum brauchen wir auch keine neue Kirchenuhr. Ja, wart nur, dir werde ich helfen, du Kurdarmwascher, du Ausfuchster. Gib ich ein Kurdarmwascher, du Klingelbeidelschwinger, du Windiger, du, ha? Wer hat angefangen, ha? Ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich habe eine reine Seele vor Gott. Du, eine reine Seele, auch gerade du vor Gott. Das mir erfahrt unser Herrgott, dass du zum Beispiel beim Hötzlbauern, wohlgemerkt, einer meiner besten Stammgäste bei der letzten Osterbeichte statt 15 Vater unser 14 Tage Stammtischverbot aufgebrummt hast. Und weißt du vielleicht, das hat mir nicht geschaut, ha? Der Sinn der Buße ist der Schmerz des Büßers. Und beim Hölzelbauern habe ich gleich 2 Sünder auf einmal erwischt. So, jetzt wischst du den Schmarrn da von der Tafel, weil sonst gibt's nämlich Matthäus 5, Vers 32 von der Noch einmal nach, dann kann er mich einmal kennenlernen, gell?
Gelobt sei Jesus Christus, Herr Pfarrer. Sei gegrüßt, mein Kind, und einen lieben Gruß an den Herrn Grafen. Ja, der Herr Graf, der lässt sich entschuldigen, dass er gestern nicht bei Ihnen im Hochamt war, aber er war aus wirtschaftlichen Gründen. Aus wirtschaftlichen Gründen, so. An einem Sonntag. Nein, ich wollte jetzt sagen, aus dringenden familiären Gründen leider verhindert. Ist schon recht. Wegwischen! Was? So, und jetzt zu dir, Freundal. Was ist denn los? Seit wann schlagst denn du Elefanten? Hä? Ich hab jetzt keine Zeit. Gut. Gut, dann geh ich jetzt zur Kramerin. Jetzt bin ich gerade so schön fort. Die kriegt jetzt ein Kundengeheimnis, das sie gewaschen hat. So, Kanone, jetzt reden wir zweimal geheimnisvoll und sachlich miteinander, gell? Ja. Hallo, Toni. Ja, was gibt's? Ja, Toni, was ist jetzt? Ja, was soll denn sein? Geschlossen ist noch wie jeden Tag um die Zeit. Warum wir spät essen? Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber wann kommst du denn heute zum Rasieren? Du bist spät dran. Du, wenn du nicht weißt, wie spät das ist, wie möchtest noch du wissen, dass ich zu spät dran bin? Ja, das sagt mir mein Zeitgefühl. Ah, dein Zeitgefühl. Du, mein Zeitgefühl sagt mir, dass dein Zeitgefühl ein bisschen vorgeht. Ja, das ist ja ganz klar, weil dein Zeitgefühl ja viel langsamer ist als mein Zeitgefühl. So ein Fall. Auf jeden Fall jetzt gerade Zeit zum Rasieren. Ja, ich habe meine Briefe noch gar nicht austragen. Ja, das ist doch jetzt wurscht. Ja, dir vielleicht, aber mir nicht. Vor dem Briefaustragen habe ich einfach keine Zeit. Geh, keine Zeit. Ja. Du und keine Zeit, geh weiter. Du hast doch die meiste Zeit von uns alle. Ja, mei, das ist wie bei den Geidigen, weißt? Die sagen auch immer, sie haben kein Geld. Aber bitte, wenn's meinst, dann geh ich halt gleich. Nein, weil jetzt hat nämlich ich keine Zeit mehr. Jetzt haben wir so lang geratscht, das hast du jetzt davon. Jetzt musst halt du ein bisschen warten, gell? Also, vierte. Ja, vierte. Na gut. Dann warte ich halt. Das kann ich so am besten. Also dann, vierte Kramerin. Das war jetzt wirklich sehr interessant, was du mir da erzählt hast. Da nimmt man sich dann gerne mal ein bisschen Zeit, gell? Aber heute zwei für dich, gell? Ja, da kannst du dich ganz auf mich verlassen. Gespannt bin ich, ob der Radl wieder so holzig ist wie das letzte Mal, weil da bring ich dann wieder. Ja, Liesl, grüß dich. Ja, grüßt sind's. Du, die Dahlien, die wo du mir das letzte Mal verkauft hast, die waren dann auch gleich hin, gell? Bertha, ich komm gleich wieder, gell? Wo ist denn du hin? Ich hab was Dringendes zu erledigen. Sozusagen ein zwischenmenschlicher Gegenschlag, verstehst? Na, Ja, das hab ich mir schon gedacht, ja. halt! Hast du schon wieder eine Lumperei im Sinn? Eine Lumperei? Ja. Wie kommst du denn da drauf? Jetzt tu nicht so scheinheilig, gell? Da, schneid mir lieber die Tafel. Alter, dafür hab ich jetzt keine Zeit. Mir passiert's jetzt. Zwischenmenschlicher Gegenschlag. Ha, aber wenn er so geschwollen daherredet, hat er eine neue Lumperei im Sinn. Vierte Liesl. So. Und jetzt kommt der Bader dran. Grüß dich, Bader. Ich hätte jetzt Zeit. Aber nicht, dass du mir wieder so eine Himmelfahrtsfrisur machst wie beim letzten Mal, gell? Lass dich überraschen. Halt! Da bleibst. Ich habe ein Backel zum Aufgeben. Ja, ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss zum Rasieren, ich bin schon spät dran. Du, ich rasier dich gleich mal lieber, gell? Ha? Au! Ich weiß nicht. In dem Ort haben die Leute einfach keine Zeit. Und niemand macht sich Gedanken drüber. Naja, ist ja auch kein Wunder. Hat ja keiner Zeit zum Denken. Jetzt hat der das noch nicht weggewischt.
Bertha, ich hab die Frühstückssemmeln für heute. Ja, danke recht schön, Kramerin. Du, sei so gut und häng mir's da an die Wirtschaftstier hin. Ich tu grad Knädel dran. Ja, ist recht. Mach ich. Aber mach fein gescheite, gell? Ja, das lass ich mir eingehen. Das Pfund 30 Pfennig. Oh, das nenne ich mal einen kundenfreundlichen Preis. Kriegt man ja gleich direkt Appetit. Gott sei Dank habe ich heute noch keine Zeit zum Frühstücken gehabt. Bertha, hier ist Knödel dran auf. Ich brauch noch 3 Pfund Leberkäse. Ja, einen Moment, gern, da war schon mal sogar Tee dafür. Haut schon hin, haut schon hin. Ja, Herr Pfarrer, Sie so früh schon unterwegs? Ja, in der Früh, da gehe ich gerne in mich und der Herrgott schickt mir die besten Gedanken. Aha, dann beten. Ja, auch. Aber ich kümmere mich auch um das Wohlergehen meiner Kirchengemeinde. Ach so, und sonst nix? Na, sonst nix. Da meine ich, hast jetzt aber ein bisschen geschwindelt, Herr Pfarrer. Aber Liesel, hast du schon mal einen Pfarrer gesehen, der schwindelt? Es gibt doch keinen Pfarrer, der schwindelt. Was? Es gibt keinen Pfarrer, der schwindelt? Sind Sie sich da sicher? Na, ganz sicher, es gibt keinen Pfarrer, der schwindelt. Freilich. Und keine Glocken die Leid. Doch, alle Glocken läuten. Ja, und alle Pfarrer? Liesel? Ja, seng's. Ja, und wenn ein Pfarrer schwindelt, dann ist es höchstens eine ganz kleine Notlüge, die unser Herrgott nicht sieht. Hoffentlich. Ui, da muss aber oft wegschauen. Überhaupt? Wo warst denn du gestern Vormittag? Nicht im Hochamt. Und komm jetzt bitte nicht mit einer Notlüge. Na, ich sag's frei raus. Ich war beim Burschenrieder drüben. Ja, da hat's ein Freibier gegeben und das war mir lieber wie ein Hochamt. Du trinkst ein Bier. Also, ich reiß mir jetzt nicht grad drum, aber wenn's immer sonst ist, dann sag ich mir halt, lass laufen, Liesel. Und mein Spendenaufruf für die neue Kirchenuhr, die ich im Hochamt verkündet habe. Ja, mei, also, der ist praktisch immer Freibier untergegangen. Ja, aber warum sind Sie nicht auch gekommen? Sie waren doch eher allein in der Kirche. Sie sind ja alle beim Freibier im Wirtsgarten geguckt. Ja, Sie hätten ja da noch einmal predigen können. Es war bestimmt lustig und wirksam gewesen. Also ich bin doch kein Biergartenprediger. Okay. Unser Herrgott hat doch auch allerweil am Ölberg zu seinen Jüngern geredet und einen Wein ausgeschenkt. Also Liesel, du kannst doch den Ölberg des Herrn nicht mit dem Poschenrieder sein Promillefriedhof vergleichen. 3 Pfund kosten 1 Pfennig. Gespitzt denn du? Da steht's. Ja, wer hat mir denn da die Tafel verschmiert, ha? Das ist doch ein Irrtum. Das ist doch klar, dass das 1,30 Mark heißen muss. Ja, das ist doch mir wurscht, ob das ein Irrtum ist. Da auf der Tafel steht's und mehr zahle ich nicht da. Koloni, warte mal. Meine Haushälterin möchte heute ganz gern noch ein paar Semmelknödel machen und da bräuchte ich nur so 15 alte Semmeln. Ja, komm jetzt gleich mit rein, Herr Pfarrer, mir pressiert's. Der Leberkäse wird kalt. Danke. Herr Pfarrer, der liebe Gott sieht fei alles. Also jetzt möchte ich schon wissen, wer das war, gell? Eine Unverschämtheit ist das. Wahrscheinlich war es die Kramerin selber. Bloß, dass wir wieder recht ärgern kann. Und dann rennt sie recht scheinheilig zum Pfarrer zum Beichten. Na, aber wart nur, das bringe ich schon noch raus. Weil nach der 3. Maß Freibier, da nimmt unser Pfarrer nicht mehr ganz so genau mit dem Beichtgeheimnis. Also, ich danke dir schön fürs Rasieren. Bitte. Der war auch gescheiter Metzger wohl. Ja, jetzt pressiert's, aber jetzt läuft mir direkt die Zeit davon. Also, liebe Frau Kramerin, noch einmal ein herzliches Vergelt's Gott. Geh, wegen deine alten Semen, die kosten doch nichts. Sind aber von großem Nutzen. Dann lassen sie sich nicht gut schmecken, die Knädel, gell? Vergelt's Gott.
großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Werke. Ja, da, ich war jetzt wieder da. Ja, sag einmal, warst jetzt du tatsächlich beim Fischen? Nicht direkt, nein. Glaubst du, dass du dafür hast nachher schon Zeit, gell? Jetzt geh her da. Da tun wir jetzt wenigstens einmal die Semmeln da rein. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Oh, halt einmal. Nein, ich habe jetzt einen wichtigen Termin bei unserem Friseur und Bartmacher. Wo der Waschel, ich war jetzt da. Vom Scheitel bis zum Unterkinn, schick macht dich der Severin. Hallo Paulchen. Na, komm rein. Ja. Pass auf, Frau Severin, heute machst du bei einem Bart ein bisschen kurz, ein bisschen elegant, gell? Und dann hätte ich noch ganz gern eine jugendliche Frisur. Du, gell, ich bin kein Friseur und kein Wunderheiler, gell? Und jetzt, husch, auf Stühlchen. Sag einmal, ja, hat man denn die jetzt lauter alte Semmel verkauft? Na, wart. Du Wirtin, mach für jetzt keinen Fehler. Ich hab jetzt keine Zeit. Kramerin, geh mal raus da. Irgendwann hat die Gaudi einen Kropf, gell? Was ist denn los? Sag einmal, spinnst denn du? Ja, was fällt denn dir ein, ja? Was ist denn das? Na, Semi? Beiß einmal rein. Au! Eine alte Semi. Und warum, bitteschön, verkaufst du mir lauter alte Semen, ha? Ich hab dir doch keine alten Semen verkauft. Nein, da in die Sackerl hab ich da vorhin die frischen Semen da an die Tür hingehängt. Zuerst stehst mir 3 Pfund Leberkäse für 90 Pfennig ab. Mein Lieber, das hast du ja sauber eingefadelt, gell? Und dann darfst du mir noch alte Semen verkaufen. Ja, sag einmal, die nimmst du mir sofort wieder zurück. Sonst betritt ich deinen Laden nie wieder, gell? Den alten verhaut denkt wie da den Kreislichen. Wie sagst du zu meinem Lohn, ha? Ja, was putzt denn du ein mit deinem alten Wursthautfriedhof, ha? Ja, ich geb dir gleich einen Wursthautfriedhof. Aber das schon selber. Ja, das wird schon Hey, Ratzel, weg jetzt doch, Herrschaft, noch mal rein da. Ich muss dich doch noch fertig rasieren und deine Haare, die sind doch auch noch ganz nass. Ja, halt einmal auf. Herrschaftszeiten. Sag einmal, was ist denn da los? Kann man sich nicht einmal in Ruhe Zeit nehmen und ganz gemütlich einmal zum Friseur gehen? Sie hat mir alte Semen verkauft. Hab ich nicht. Jetzt ist einmal eine Ruhe. Was ist das? Ein Goldfisch. Das weiß ich, dass das ein Goldfisch ist. Und ein schöner dazu. Aber wie kommt der in meinen Weihwasserkessel? Das weißt doch ich nicht. So, das Postamt ist jetzt geöffnet. Ruhe! Pauli, diesmal bist du zu weit gegangen. Der Goldfisch im Weihwasserkessel ist eine Schändung meines Gotteshauses. Na, jedes Lebewesen ist doch ein Geschenk Gottes, oder? Den lasst du jetzt aus dem Spiel. Weil jetzt verzeih ich dir was. Seit 2 Jahren sabotierst du mit deinen Lumpereien meine Spendenaufrufe. Wir sind das einzige Dorf im ganzen Landkreis, das keine Kirchenuhr hat. Und ihr Freibierzuzler, unterstützt ihn auch noch. Aber ihr werdet euch nur wundern, weil blöd ist er nicht, euer Pfarrer. Ja, Herrschaft Boder, was ist denn jetzt? Der hat jetzt keine Zeit. Ja, was ist denn jetzt? Jetzt warte ich schon bald eine halbe Stunde. Ich muss doch wieder rüber in die Wirtschaft. Ich muss einen Schweinsbraten aufgießen. Lass der Zeit, da kommt gerade ein Telegramm. Und das braucht seine Zeit. Was? Ein Telegramm? Ja, aber das geht doch schnell. Aber nicht, wenn es von weit her kommt. Ja, und das kommt von weit her, das kommt von hinter Rosenheim. Ja, dann könnten wir uns ja vielleicht dabei die Zeit miteinander vertreiben. Was meinst du, Liesl? Ich? Eine Zeit? Vertreiben. Mit dir? Wir? Ja, ich könnte zum Beispiel wieder ein Liebeslied singen. Nein, ich hab mich vom letzten noch nicht ganz erholt. Ja, dann könnte ich dir vielleicht sagen, was da in meinem Backel drin ist. Das interessiert mich nicht. Oh, aber
Dann kannst du mir ja vielleicht du sagen, was du da in deinem Bagel drin hast. Das geht dir nix an. Warum möchtest du denn eigentlich nicht die Zeit mit mir vertreiben, Liesl? Zeit vertreiben. Mit dir. Weißt du, Zeit vertreiben mit dir. Das ist ja so sinnlos, wie wenn ein Blatter da zu dir zur Dauerwelle kommt. Wie du wieder geschert bist heute. Typisch Frau. Ich bin nicht geschert. Ja, habt ihr's jetzt nachher bald? Ja, was ist denn jetzt? Ich muss wieder rüber. Mein Schweinsbraten brennt an. Der Schweinsbraten ist mir wurscht. Ja, da bin ich auch gespannt, wenn du heute Mittag zum Essen kommst. Ob er dir dann auch noch wurscht ist. Ja, du, jetzt bin ich aber noch im Dienst. Und Dienstzeit ist keine Freizeit und keine Mahlzeit. Also, aber jetzt ist dann gleich soweit. Entschuldigung, mir pressiert's, ich hab keine Zeit. Ja, Ja, meinst denn du, mir pressiert's nicht? Sag ja, sie soll sich gefälligst hinten anstellen. Die Wirtin hat gesagt, du sollst dich gefälligst hinten anstehen. Und dieser Meinung schließe ich mich an. Ah, ich brauch doch bloß ein paar Briefmarken. Aha. Und das Bagel da, brauchst du so viel, hä? Tust du das dann da gleich rein, oder wie, oder was? Ja, das kann ich doch dabei aufgeben, währenddessen, dass der die Briefmarken sucht. Nix da hinterstellen, wir warten auch schon lang genug. Husch, husch. Schuppenzähler, Damischer. So, Leute, jetzt geht's her, jetzt geht's Schlag auf Schlag. Die Warterei hat jetzt ein Ende, jetzt kommt ja jeder dran. Werdet ihr mal schauen, wie schnell der Bläschelton sein kann, wenn es auf Mittag zugeht. Ja, jetzt tu weiter. Ja. Wirtin? Ja? Halt! Du bist die Nächste. Also, was brauchst? Was kann ich für dich tun? Sag's frei raus. Die Post ist dir stets zu Diensten. Also da jetzt den Brief, den muss ich aufgeben und für meinen Mann muss ich einen abholen, der müsste schon da sein. Nein, da ist keiner da. Das gibt's nicht, der muss da sein. Der ist vom Amt. Nix da, das Amt bin ich. Gerrit, du kannst schmarren. Es gibt ja auch noch andere Ämter, nicht? Ja. Zum Beispiel das Landratsamt. Ja, der Brief, der kommt vom Landratsamt. Ja, es ist aber keiner da. Also, Aber bitte, wenn's meinst, ich kann gerne noch mal alles durchschauen. Nein, bitte nicht. Weißt du was, ich komm dann Nachmittag noch mal vorbei. Ist recht. Da geht's aber dann auch nicht schneller. Musst dich halt wieder hinterstellen. Ja. Ja. So, der Nächste. Ja, also, Toni, da schau her. Ich hab da ein kleines Backerl. Ja, das geht ja gar nicht durch. Auwe, 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 auwe. Das schaut mir ganz nach einem Sperrpaket aus. Ja, und? Ja, das ist teuer und dauert. Ja, dann lasst's mich vor, meins ist kleiner. Nix davor lasse ich grundsätzlich gar niemand, weil die Zeit, die hab ich gar nicht, gell? Mein Gott, dann mach's halt später fertig, dem sei Sperrpaket. Ja gut, ausnahmsweise. Da stellen wir's hinter die Tür hin. Du, aber das muss für heute noch raus, gell? Ja, ja. Nicht, dass man's dann da hinter der Tür vergisst, gell? Du, was ist denn da eigentlich drin? Hoffentlich keine lebenden Tiere, die sind nämlich anmeldepflichtig. Warte, ich hab da im Formular. Nein, nix. Da sind Perücken drin. Für die schöne Münchnerin. Schmarrn. Schöne Münchnerin. Lockenwickler fürs Altersheim sind drin. Woher weißt denn du das? Ich hab die Adresse gelesen. Oh, typisch Frau. Erst neugierig sei, dann schnappig. Ja, das kennen sie wieder. Weitergeht. Briefmarken ist drauf, die Adresse und ein Absender kann man lesen. Brauchst das bloß noch annehmen. Ohne Wenn und Aber. Siehst du, das geht einmal schnell, das gefällt mir. Ja, wo ist jetzt mein Stempel? Wo hab jetzt ich meinen Stempel hin? Ah, da ist er ja. Du, was ist denn da eigentlich drin? Ein Storbwitzelsamen. Aha. Was? Ja, für dich. Weißt du, dieser neugieriger Kerl. So, Traumerin, jetzt bist du dran. Ja. Was brauchst? Was kann ich für dich tun? Sag's frei raus. Die Post ist dir stets zu Dienst. Ja, endlich. Also pass auf. Folgendes. Dieses Backel da, das muss...
Kramerin, gut, dass ich dich da heraus triff und du grad Zeit hast. Ich hab aber heute keine Zeit. Kramerin, schnell. Ich brauch halt einen Butter. Okay, ausgerechnet jetzt, wo ich endlich dran bin. Ich brauch aber dringend einen Butter. Ich muss doch kochen. Der Herr Graf wartet auf mich. Also meinetwegen. Dann komm mit. Schauen wir einmal. Jesus Maria. Ja, hat er dieses Licht. So, da ist jetzt der Butter. Also, Du, weil du gerade dabei bist, einen Puderzucker brauche ich noch. ein Puderzucker. Also, Was die machen nämlich heute für den Herrn Grafen einen Kaiserschmarrn. Und der mag seinen Kaiserschmarrn nur mit Puderzucker drauf und Sultaninen drin. ja, da hast du's. Ja, danke Also schön. dann. Ja, also die brauchen die jetzt auch noch. Was? Ja, die Sultaninen. Ja, mein Gott, dann sag halt gleich, was brauchst. Du hast mir nicht ausreden lassen. Und ich kann ja nichts dafür, wenn der Herr Graf seinen Kaiserschmarrn bloß mit Sultaninen mag. So, da schau her, da hast du jetzt deine Sultaninen. Ja, was ist denn das? Das sind ja ganz ordinäre Weinbärl. Die macht der Herr Graf nicht. Das ist doch das Gleiche. Du bist schon gut. Der Herr Graf ist ein Feinschmecker. Der mag nur das Beste vom Besten. Ja, das glaub ich. Aber ich hab nichts anderes und jetzt geht's zu, mir pressiert's. Ja, meinst du vielleicht, mir pressiert's nicht? Ich muss heim und muss kommen, der Herr Graf wartet auf mich. Ach du, hab ich dir übrigens schon erzählt, was der Herr Graf neulich zu mir gesagt hat? Na, jetzt Er hat gesagt, dass er sich durchaus vorstellen könnte, dass er ein Weinberl in sein Kaiserschmarrn mag. Jetzt geht's zu, mir pressiert's, ich muss das Backel aufgeben. Gut, ich geh ja schon. Ich möchte nicht schützen, wenn mit dem Backel da irgendwas schief geht. Also dann, danke schön, Pfirti. Halt! Was ist mit dem Zahlen? Ja, schreibst du alles auf, gell? Pfirti! Also, da war ich wieder. Mittag, Mahlzeit. Ja, sonst noch was haben. Da, pass auf! Wir werden höher, ha? Sag mal, spinnst denn du? Was ist denn da drin? Ziegelsteiner! Das Porto zahl ich später. Pauli! Pauli! Ja, gleich, ich komm gleich. Na, du kommst sofort, sonst kracht's. Ja, ist ja schon recht. Gelobt sei Jesus Christus. Brauchst du Verstärkung? Kannst du sparen? Unser Herrgott kann dir jetzt auch nicht helfen. Ist was passiert? Ja, da. Erstens und zweitens. Was ist denn das? Schadenersatzforderung. Veterinär Dr. Weißmüller, Tierarztkosten. Ja. Dein letzter Scherz war ja wirklich sehr gelungen. Ach so. Meinst du das mit dem Goldfisch aus deinem Vorgarten? Nein, aus dem Weiher, das meine ich. War lustig, gell? Ja. Es war aber nicht irgendein Goldfisch. Das war der Petrus. Der Petrus. Den habe ich mir immer ganz anders vorgestellt. Ich red doch nicht so saublöd daher. Ich red von meinem Petrus, meinem dienstältesten und besten Goldfisch, den du, herzloser Metzgerwaschel, in meinen Weihwasserkessel reingeschmissen hast. Für einen Goldfisch ist doch ein Weihwasser nichts anderes, wie wenn uns eins, sagen wir mal, in einer Fassel mit Starkbier reinfallen darf. Aber doch nicht, wenn bloß noch so wenig drin ist. Jetzt nicht mehr rein. Beinahe war mal der Sofa. Der Sofa, der Goldfisch. Okay. Ich mein, beinahe war er erstickt, weil bloß noch so wenig Wasser drin war. Dann habe ich einen Tierarzt geholt und wir haben ihn reanimiert. Auf dem Altartisch. Mit den Flossen und so. Ne? Und Mund-zu-Mund-Beatmung. Ja, und das sind die Kosten 24,50 Mark. Mund-zu-Mund-Beatmung bei einem Goldfisch, du spinnst doch ein bisschen. Ja. Und die Summerer ist meine Haushälterin. Hätte bald der Schlag getroffen, bis sie ins Becken reinlangt und der Petrus nach ihr schnappt. Die Resi freut sich doch, wenn einmal jemand neu schnappt. Also jetzt halt. Jedenfalls haben wir die auch reanimieren müssen. Auch Mund-zu-Mund-Beatmung bei der Resi, ja. Und das hat auch noch was gekostet. Ja, das kostet was. Und du hast das gemacht? Nein, der Tierarzt, meine ich.
Weißt du was? Ja. Nimm deine Rechnung wieder mit, ich zahl's nicht. Und wenn du das nächste Mal kommst, dann lass dir was anderes einfallen, was Besseres. Wenn du wieder ein Geld brauchst für deine Kirchenuhr. Vierte. Da kannst du dich drauf verlassen. Es werden noch andere Zeiten kommen. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Entschuldigung. Ja, ist das so? Ja, grüß dich, na gut. Mein Gott, na müssen Sie entschuldigen. Jetzt habe ich ihn gleich gar nicht gesehen gehabt. Vor lauter Arbeit, gell. Ein kleiner Moment, ich bin gleich wieder da. Ja, ja, ist schon in Ordnung. So, da haben wir jetzt Speiskarten. Suchen Sie einer schnell was aus, gell? Ja, ich bin gleich wieder da. Aber der Schweinsbraten ist leider noch nicht ganz fertig. Aber die Wollwürst, die gingen schnell. Ja, ja, ist schon recht. Ich hab Zeit. Ja. Und? Haben Sie schon was gefunden? Nein, Sie bringen mir zuerst einmal langsam und in aller Ruhe ein Bier. Eine schöne, halbe Dunkels. Ja, gleich. Lassen Sie einer ruhig Zeit, es pressiert nix. Ja, ja. So, haben wir schon. Jetzt schauen Sie her. Eine schöne halbe Dunkels, gell? Dürfen Sie aber nicht schnell trinken, das ist kalt. Ah ja, das wird schon warm mit der Zeit. Oh, es ist doch was Herrliches. An einem Montagmittag, beim schönen Wetter, in einer schönen Wirtschaft, bei so einer feschen Wirtin, in aller Ruhe eine halbe Dunkels trinken. Prost! So. Oh mei, das ist schon lang her, dass wir mal in Ruhe was trinken haben können. Schauen Sie, dafür sollte man sich Zeit nehmen. Das ist ein Fehler. Ja, lasst sich aber leider nicht vermeiden in der heutigen Zeit. Ja, doch. Das ließe sich schon vermeiden. Nein, das glaube ich nicht. Wie sollte das gehen? Ja, Sie müssen doch bestimmt auch gleich wieder weiter. Ich? Nein, ganz im Gegenteil. Ich hab Zeit. Ich möchte eigentlich ein bisschen da bleiben. Hätten Sie ein Gästezimmer für mich? Ja, freilich. Mit fließendem Wasser und Klosett am Gang. Ja gut, das nehme ich. Ja, gern. Ich hole einen kleinen Schlüssel, gell? Und was darf ich jetzt zum Essen bringen? Sie, wissen Sie was? Ich warte gern auf einen Schweinsbraten. Mei, also der dauert aber noch, gell? Na, wissen Sie, ich bin ja heute noch zu gar nichts gekommen. Erst hat mich mein Alter recht geärgert, dann habe ich auf der Post so lange warten müssen. Aber bitte, wenn Sie Zeit haben und warten wollen, also ich hätte es nicht. Sagen Sie mal, wie geht denn das eigentlich? Warum haben denn Sie so viel Zeit? Ja, mei, ich hab halt vielleicht das Wichtigste im Leben. Aber die meisten Leute spannen es erst, wenn's abgelaufen ist. Aber dann ist es spät. Darum sollte man sie sich so oft wie möglich nehmen. Die Zeit. Aha, also Sie reden ja spaßig daher. So, da schauen Sie her, da haben Sie den Schlüssel. Zimmer 5 im ersten Stock rechts, gell? Ja, Dankeschön. Aber warum haben denn Sie eigentlich so viel Zeit? Sind Sie aber im Urlaub? Im Urlaub? Ich? Nein, ganz im Gegenteil. Ja, was dann? Ich bin geschäftlich unterwegs. Geschäftlich? Ja, und da haben Sie so viel Zeit? Ich bin Handelsreisender. Ich verkaufe Zeit. Was? Ja, ich verkaufe Zeit. Für Leute wie Sie, die selber keine haben, bin ich genau der Richtige. Sie können bei mir eine Zeit kaufen. Zeit kaufen? Das gibt's doch nicht.
Na, also, ich glaube schon, dass wir jetzt ein kleines bisschen auf den Arm nehmen. Hm? Na, wir leben in einer modernen Zeit. Ja, und da gibt's alles. Und weil die Menschen heutzutage immer weniger Zeit haben, ist die Nachfrage sehr groß. Ja, darum kommen sie dann bei mir eine Zeit kaufen. Aha, also, sowas habe ich ja noch nie gehört. Na schauen Sie, Zeit ist geworden. Ja, ich muss jetzt aber wieder weitermachen, weil ich hab keine Zeit. Wirtschaft! Bin schon da. Ja, Herr Pfarrer, grüß dich noch gut. Gottes Gnade, Bertha. Tassel Kaffee hätte ich gern. Ein Tassel Kaffee? Gern, kommt sofort. So, mein Na, Lieber. grüß dich Gott, Anton. Ah, grüß Gott, Herr Pfarrer. Mein Lieber, das war jetzt eine Sucherei. So eine Fieselarbeit und das kurz vor Mittag. Ja, was ist denn das? Wer spinnt denn die? Ja, sag mal. Ah, Toni. So, Herr Pfarrer, einen Kaffee, bitteschön. Jetzt Gott. Da, jetzt habe ich ihn doch noch gefunden, den Brief vom Landratsamt. Ach, danke schön. Ja, was heißt danke schön? 15 Pfennig kriege ich Sonderzustellungsgebühr. Was? Ja, Seit wann gibt's denn das? Sonderzustellungsgebühr hat es immer schon gegeben. Ja, wenn's vielleicht einmal ein schweres Backerl Ja, rübergetragen hast, gell? Und das hat dann auch bloß ein Fünferl gekostet. Mei, alles wird teurer. Musst doch du am besten wissen. Ja, jetzt red nicht so gescheit daher. Da schau her, hast deine 15 Pfennig. Ausgeschaut, daheim. Danke schön. Ja, bitteschön. Jetzt sitzt die hier, der Schweinsbraten ist gleich fertig. Was für ein Schweinsbraten? Ich? Heut? Bei dir? Nein. Ja, warum? Ja, mei, das Jopperl von einem Beamten ist zwar recht warm, aber manchmal auch sehr eng, mein Lieber. Für dich. Was? Da hat in dir einen Rausch. Wer ist denn er? Sie, Herr Pfarrer, das ist ganz ein Spaßiger. Er hat gesagt, er war geschäftlich unterwegs und er verkauft Zeit. Ja, jetzt sagen Sie mal selber, Herr Pfarrer, das gibt's doch nicht. Warum denn nicht? Die Zeit ist ein Geschenk Gottes. Und wer sie sich nicht nimmt, der muss sie eben kaufen, mein Kind. Vergelt's Gott für den Kaffee? Aha. Jetzt ist es aber ganz schön spät worden. Jetzt freu ich mich auf einen schönen, frischen Schweinsbraten. Jetzt hat's es. Jetzt nimmt's es von den Lebendigen. Die Zeit rennt halt wieder dahin, mein Lieber. Ich meine, die wäre gar nicht mehr fertig heute. Nein, nein, nein. Ja. Gut, dass ich dich triff. Du hast heute in der Früh das Rasieren nicht gezahlt. Ah ja. Weil meine Alte wieder so rumbläht hat, gell, bei der alte Feuerwehrsirene. Na, schau her. Was? Ja. Ein 50er. Ja, wie immer halt, nicht? 1,50 Mark. 1,50 spielst du? Ja, mei, alles wird teurer. Aber da fragst du am besten deine Frau. Die konnte das alles sehr erklären, gell? Und jetzt zahlen. Da hast du das. Alles Abschneider. Danke. Halt, langsam. Was ist denn heute mit deinem Schweinsbraten? Friseure sind keine Millionäre. Der Bruckenwirt hat auch einen guten Schweinsbraten. Viert. Ja. Ich kann mich selber auch rasieren. Vor der Waschel ausgeschämter. Mei, da ist ja der Brief. Bertha, warum sagst du nicht, dass der Brief da ist, auf den ich schon so lange warte? Was ist denn? Das gibt's ja nicht. Das darf ja nicht wahr sein. Das spielt er doch, ha? Ja, was hast du denn mit dem Brief? Ja, das ist die Baugenehmigung für unser Sudhaus. Ja und? Ja, dann freu dich doch. Ja, pass mal auf. Diese Baugenehmigung wird unter der Maßgabe erteilt, dass die Erschließung des Grundstückes nicht wie beantragt über das Grundstück Flurnummer 423, sondern über das Grundstück Flurnummer 434 erfolgen muss.
Darf doch nicht wahr sein. Der Antragsteller möge sich beim Eigentümer des Grundstückes Flurnummer 434 um eine entsprechende Dienstbarkeit bemühen. Ja. Ist jetzt das sowas wie ein Wegerecht? Nein, dass ich mit dem Wasser und mit dem Strom überkomme, verstehst du? Gezeichnet G. Gallinger Amtsrat. Gallinger, den Gallinger, den kenne ich gar nicht. Ja, aber was heißt jetzt dann das? Was das heißt? Das ist jetzt einmal Baugenehmigung fürs neue Sudhaus vom Wohlwollen vom Eigentümer vom Grundstück mit der Flurnummer 434 abhängt. Und weißt du, wem das Grundstück mit der Flurnummer 434 gehört? Na? Am Pfarrer. Ja. Musst halt wieder ein bisschen was schmieren. Also, wirst halt ein bisschen was zahlen müssen. Es geht mir nicht ums Zahlen, mir geht's ums Anbetteln, verstehst? Jetzt schrei halt nicht so. So nicht? Ja, siehst doch, dass wir einen Gast haben. Was haben wir? Wer war denn hier? Gestatten Karl Gustav Zeidelhack, genannt der Wecker-Karli. Handelsreisender in Sachen Zeit. Hä? Ja, ich verkaufe Zeit an Leib wie Sie, die selber kann ich haben. Ja, weißt du, Mo, er hat mir das schon erklärt, gell? Und weißt du, es ist doch auch wirklich so, dass wir keine Zeit haben. Ja. Herr Wecker, wie geht denn das jetzt dann eigentlich genau mit dem Zeitkaffer? Ja, setzen Sie eine doch einmal her. Ja. Das ist ganz einfach. Ach so? Also, passen Sie auf. Sie kennen bei mir jede Art von Zeitkaffer. Lebenszeit, Jugendzeit, Arbeitszeit, Mahlzeit, Hochzeit, Freizeit, gute Zeit, schöne Zeit, schwere Zeit, harte Zeit, Bußzeit, Teilzeit, Schonzeit. Nicht mehr lieferbar sind im Moment Eiszeit und Steinzeit. So, schauen Sie her. Da habe ich ein paar wunderbare Kataloge und da können Sie Ihnen das jetzt einmal alles in Ruhe anschauen. Und ich gehe dabei auf mein Zimmer, weil, seien Sie mir nicht böse, die Garzeit von Ihrem Schweinsbrunn, die war sogar mir zu lang. Ja. Aber ich isen dann gern heute Abend. Auf Wiederschauen, bis später. Bis später. Hätte ich einen Schweinsbraten bestellt? Ja, aber das war halt der einzige. Keiner wollte halt meinen Schweinsbraten haben. Ja, der Boden wollte auch keinen. Aber kannst du mir sagen, warum? Nein, das ist mir ein Rätsel. Keiner wollte meinen Schweinsbraten. Aber du, das mit den Katalogen da, mit der Zeit, ja, das war doch eine gute Sache. Okay, Schau her, keiner von uns hat Zeit. Ja. Und wenn wir uns jetzt alle eine kaufen, dann... Geh, Zeitkaffer. Geh. Sogar der Herr Pfarrer hat gesagt, dass das seine Richtigkeit hat. Der Pfarrer? Ja, weißt du was? Ich werde es jetzt gleich einmal der Kramerin erzählen. Kramerin! Dafür haben Sie Uhrzahlen. Wer hat den Halt und Zeit? Wer hat den Halt und Zeit? Ha? Da schau her, Wirtin, da habe ich ganz frische Frühstückssemmeln für dich, gell? Danke recht schön. Und das gestern,
das habe ich nicht so gemeint, das mit dem Wursthautfriedhof. Da hat sich bestimmt irgendeiner einen ganz schlechten Scherz erlaubt. Aber ich habe mit dem Herrn Pfarrer schon geredet, gell? Wenn der Übeltäter zum Beichten kommt, dann kommt der nicht unter 15 Vaterunser wieder raus. Ja, ja, ist schon recht. Mei, ich habe das mit deinem Verhaudempi auch nicht so gemeint. Und den Preis vom Leberkäse, den hat bestimmt mein Alter verkehrt aufgeschrieben. Sind wir wieder gut? Ja, sind wir wieder gut, gell? Bis zum nächsten Mal. Du, sag einmal, Grammerin, was sagst denn jetzt du eigentlich zu dem Herrn Wecker? Ja, ein bisschen komisch ist der schon, ja. Aber ich glaube, dass der auch sehr romantisch sein kann, du. Meinst du? Der hat zu mir gesagt, es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Oh, du, wenn ich ein bisschen jünger war, ich wüsste vielleicht schon, wie ich die Zeit nützen kann. Okay. Wie darfst jetzt du mit ihm die Zeit nutzen, ha? Bei dir passt doch eher das Sprichwort, wer viel spricht, hat weniger Zeit zum Denken. So, mal, was soll denn das schon wieder heißen, ha? Merkst du vielleicht schon wieder zum Streiten anfangen? Ich? Na, warum? Ich war doch die Letzte, die streiten tat. Ah, das ist schon recht, gell? Ach so. Ja, ja, das stimmt schon. Okay, ich und streiten, na. Ja, Pauli, was ist denn jetzt? Jetzt tu mal das alte Fassel raus, putz die Schenk und riech der Brotzeit her. Ja, geil. Ja, hat er gesagt, der Herr Wecker. Die Zeit ist wie eine Rose. Sie blüht, aber oft nicht lange. Das hast du aber jetzt schön gesagt, Liesl. Die Zeit ist wie eine Rose, aber eine Rose hat auch Dornen und drum gibt's auch dornenreiche Zeiten. Ja, du hast ausnahmsweise mal recht. Weil selbst eine gute Ehe ist Bußzeit für die Männer. Du brauchst dich ja nicht beschweren. Hast du die richtige geheiratet? Wird Zeit, dass du das endlich einmal begreifst. Ja, ihr Pfarrer redet euch da leicht, gell, ja. Zeit hoch Zeit ist Hochzeit. Zeit geteilt durch Zeit ist Teilzeit. Zeit ohne Frau ist Freizeit. So ein unromantischer Würstelbuffet. Dein Wort in Gottes Ohr. Morgen, Liesl. Guten Morgen, Herr Wecker. Und? Wie geht's Ihnen, Fräulein Liesl? Ganz gut. Das, was Sie da gestern alles über die Zeit erzählt haben, das war vielleicht schon interessant. Dürfen die da heute mal zu Ihnen kommen? Sie dürfen jederzeit zu mir kommen. Gut, dann komme ich nachher gleich zu Ihnen rüber. Ich muss vorher bloß noch ein paar Kaktus umpflanzen. Ja, ja, ist schon recht. So, jetzt schauen Sie her. Jetzt lassen Sie es ja noch gut schmecken, gell? Ein schöner, saftiger Schinken. Wacholderschinken. Vom Schweinehintern von meinem Mo. Was? Ja, ich meine, er hat ihn gemacht, nicht? Er ist ja ein Metzger. Ja, dann ist schon recht. Ja. So, jetzt. Sie, Herr Wecker? Ausgezeichnet, der Schinken. Ja. Ausgezeichnet. Ja, freut mich, freut mich. Sie, Herr Wecker, also das mit einem Geschäft, gell, dass man bei einer Zeit kaufen kann. Sie, das hat sie bei uns im Ort rumgesprochen wie ein Lauffeuer. Ja, und das sind ja alles künftige Kunden von Ihnen. Weil, wissen Sie, Zeit hat bei uns keiner. Das freut mich aber. Ja. Und Sie werden sehen, es ist für jeden was dabei. Haben Sie denn dann auch genügend Zeit dabei? Ja, nicht, dass es einer ausgeht. Ja, genügend. Ja, und wenn, dann kann man ja eine nachbestellen. Ja, ich weiß schon, aber das dauert halt dann meistens recht lang, gell? Darum weiß man jetzt vielleicht schon ganz recht, wenn vielleicht ich als Erste... Ja, freilich, bitte schön, setzen Sie doch her. Ja. Was brauchen Sie denn? Mei, wissen's, ich stehe schon ein Leben lang in der Wirtschaft und in der Metzgerei. Ja, mei, wir haben nie richtig frei machen können. Ich möchte gar nicht so weit wegfahren. Bloß vielleicht einmal so ein bisschen in die Berg oder zum Skifahren. Sie meinen also eine Freizeit? Ja. Eine ganz normale Freizeit? Ja. Sie sind aber bescheiden.
davon habe ich genügend. So, ja, aber für mein Mo brauche ich dann gleich dazu so eine Heimzeit. Ja, weil der muss natürlich dabei daheim bleiben, nicht? Ja, das ist auch kein Problem. Da gibt's aus dem Sortiment der fade Stubenhocker gibt's da recht schöne Sachen. So. Ja, jetzt passen Sie mal auf. Jetzt kriegen Sie mal von mir da ein schönes Backerl Freizeit. Da schauen Sie her. Und ein schönes Backerl Heimzeit für Ihren Mo. Ja. Das macht dann 8 Mark für die Freizeit und 3 Mark für die Heimzeit, weil es daheim bleiben billiger ist. Ja. Macht miteinander 11 Mark, bitte. Ja, ist recht. Da steht's her. Ja. Da haben Sie gleich eine 11 Mark, gell? Dankeschön. Und sagen Sie gleich bitte schön ja nichts zu meinem Mo, weil wissen Sie, das sollte natürlich eine Überraschung sein, dass er daheim bleiben muss. Ja, ist schon recht. Und Dankeschön, gell? Danke. Sie sind bestimmt der Herr Becker. Ja? Gut, dass ich Sie triff. Ich muss nämlich bei einer was kaufen. Ich komm gleich wieder, gell? Ich muss bloß gespielt bei der Kramerin den Radio reklamieren, den holzigen Teufel, den holzigen. Ja, lassen Sie eine ruhige Zeit. Ja. Ja, grüßt sind's. Du halt schon so rasant auf dem Schimpfgang. Ich hab jetzt keine Zeit. Was hast du jetzt da gesagt? Was soll denn das heißen? Schimpfgang? Blöde Hühner. Sag einmal, Kramerin, was hast denn du mir da für einen holzigen Radio verkauft, ha? Also, Herr Wecker, jetzt bin ich da. Ja. Haben's gut geschlafen? Ja, danke. Ich schlaf immer gut. Wer bei Tag alles mit Ruhe macht, wird belohnt mit einem ruhigen Schlaf in der Nacht. Also, Herr Wecker, ich brauch halt was von Ihnen. So, was denn? Warten Sie, komm schnell rüber. Brauchst vielleicht ein bisschen Obantelzeit, hä? Nein, nimmer. Ja, dann vielleicht Busselzeit? Nein, hab ich genug. Ja, dann vielleicht schon eine Liebeszeit? Nein, die hab ich auch schon. Ja, was brauchst du dann? Ich möchte halt eine Hochzeit. Eine Hochzeit? Auwe. Ich hab aber nur die Zeit. Den anderen brauchen schon selber dazu. Ja, den hab ich ja schon. So, wer ist denn? Vielleicht der Friseur, hä? Schmarrn, mit dem geht es doch gar nicht. Ja, wer dann? Ja, der Baumschulbertel von Wallerin. Ach so, ja, meinetwegen. Aber die Hochzeit gibt's nur zusammen mit gute Zeiten und schlechte Zeiten. Aha. Ja, und wie schaut das aus? Ja, jetzt passen Sie auf. Jetzt kriegen Sie mal von mir, da schauen Sie her, ein schönes Backerl Hochzeit und dann ein großes Backerl gute Zeiten und ein kleines Backerl schlechte Zeiten. Gibt's nur miteinander. Ach so, ja. Ja, und was kostet es? Ja, ich darf mal sagen, 5 Mark, weil Sie sind. Dankeschön. Ich bring's Ihnen dann gleich. Ja, meinen Sie denn, dass ich damit glücklich werden kann? Wenn man die 3 Backel miteinander nimmt und dann beieinander lasst, dann schon. Mach ich. Danke, Herr Wecker. Ja, ist schon recht. Aber gell, nicht, dass der Limburger wieder so stinkt wie das letzte Mal. Ja, jetzt geht's mir. So, Herr Wicker, haben Sie jetzt schnell Zeit für mich? Ja, braucht es eine Zeit? Na, nicht für mich. Ich bin ja zeitlos. Ich hab Zeit genügend. Aber für den Herrn Grafen. Wissen Sie schon, nein, ich weiß nicht. ja, ich mein, dass er heute wieder so wird wie, wissen Sie, seit seine Frau nicht mehr ist, bin ja bloß mehr nur ich da. Und da braucht er heute ein bisschen Auffrischung, der Herr Graf. Aha. Verstehen Sie mich schon? Nein. Ja, Sie meinen eine Sturm- und Drangzeit? Ja, jetzt haben Sie mich verstanden. Na Gott sei Dank, Zeit ist ja wohl. Da schauen Sie her, da hab ich einen wunderbaren Katalog, da können Sie einer was raussuchen. Darf ich da mal reinschauen? Ja, freilich. Also, Herr Wecker, also, Sie sind mir vielleicht einer. So, komm mal. Oder vielleicht das. Nein, das glaube ich, das der Backer da jetzt nicht mehr, der Herr Graf.
Oder vielleicht das? Was? Das? Wirklich? Ja, warum nicht? Ja, ich meine, alles zu seiner Zeit. Was soll jetzt das heißen? Naja, Sie sind auch schon ein paar Tage auf der Welt, oder? Schon, aber es heißt doch auch, die Zeit bringt auch Erfahrung. Tja, ja, was nehmen wir jetzt da, gell? Da ist jetzt guter Rat teuer. Ja, kommt Zeit, kommt Rat. Aber schauen Sie mal her. Wie war's denn damit? Das war eine leicht patinierte Sturm- und Drangzeit mit durchaus passablen Glanzzeiten. Gut, dann nehme ich die. Gut, das hat die Artikelnummer. Was schon. Da schauen Sie her, Bitteschön. Das machen dann 15 Mark, bitteschön. Was, so teuer? Ja, Sturm und Drang ist teuer, Zeit ist Geld. Ja. Macht ja auch nix. Ist ja für den Herrn Grafen. Ja. So, Dankeschön, Herr Röcker, und auf Wiederschauen. Ja, und viel Spaß mit Ihrer Zeit. Ja, danke. Hoffentlich stinkt der Limburger jetzt nicht direkt in meine Sturm- und Drangzeit nieder. Herr Wicker. Haben Sie es? Ja. Haben Sie meinen Schinken schon probiert? Also ausgezeichnet, ausgezeichnet. Links vielleicht noch eine Tasse Kaffee? Nein, danke schön, ich hab genügend. Danke. Sie haben genügend, ja. Also, Herr Wicker, weil Sie jetzt gerade allein waren, also ich hätte da schon Interesse an einer Zeit. So, und an was hätten Sie da gedacht? Ja, also, aber doch hoffentlich nicht an irgendeine wilde Zeit. Ich mein, in Ihrem Alter. Nein. Ich denke da schon an ganz was anderes. Ja, aber doch nicht hoffentlich an eine Gehzeit. Was? Ich meine eine Fremdgehzeit. Also ein Nebenausstünderl. Na, die Zeiten, die sind vorbei. Nein, ich bin treu wie ein Zündholz. Ja, bin flammig nur an meiner eigenen Schachtel, ja. Herr Wicker, wissen Sie. Ich bin meiner Frau jetzt treu auf Lebenszeit. Ja, dann ist schon gut. Nein, ich denke da an was anderes. Wissen Sie, ich bin ein Wirt und wir haben eigentlich nie Freizeit. Ich meine, wir wollen ja gar nicht weit fortfahren. Es war ja bloß einmal Zeit für einen Tag. Das kommt mir bekannt vor. Wie man das? Sie meinen also eine ganz normale Freizeit. Nicht für mich, für meine Frau. Ich möchte bloß einmal einen Tag daheim bleiben, aber dafür brauche ich halt eine Rauschzeit. Ich möchte mir mal wieder richtig einen einschenken. Ja, meinen Lebtag lang trage ich immer die Leute das Bier hin und jetzt möchte ich halt selber auch wieder einmal klug verstehen. Klug. Und für Ihre Frau eine Freizeit. Ja, ohne zum Fortfahren. Ja, da schauen Sie her. Da kriegen Sie jetzt einmal von mir eine wunderbare Freizeit für Ihre Frau. Die macht 8 Mark. Und dann haben wir für Sie auch eine wunderbare Rauschzeit. Die macht 3 Mark. Weil er daheim billig ist, der Rausch. Wunderbar. Da schauen Sie her. Da haben Sie es. Dankeschön, gell? Ja. Aber, hey? Ja, freilich. Psst. Oh, das passt. Oh, du meine Rauschzeiterli, du. Schau an. Das Geschäft geht ja besser, als ich gedacht hätte mit denen. Nein, das hätte ich mir wirklich nicht gedacht. Was? Gut, dass ich einer sehe. Sie, sagen Sie mal, haben Sie Zeit? Ja. Das ist gut, ich auch. Ich muss nämlich was besprechen mit Ihnen. Ja. Sie sind doch Zeitverkäufer, nicht wahr? Ja, und ich bin ein Beamter. Und ich meine, der Beamte an sich hat ja recht viel Zeit, gell? Und da habe ich mir jetzt gedacht, ich könnte ein bisschen was von meiner Zeit verkaufen. Kaufen Sie auch Zeit? Nein, ich verkaufe nur Zeit. Ich mache keinen Ankauf. Ach so. Ich kann dir höchstens, wenn Sie bei mir eine sinnvolle Zeit kaufen, ein bisschen verplemperte Zeit in Zahlung nehmen. Ja, verplemperte Zeit habe ich keine. Ja, dann kommen wir zwar leider nicht ins Geschäft. Ja.
Ja, ich werde schon losbringen, meine Zeit. Vielleicht mache ich eine Brotzeit draus. Vor lauter Zeit hätte ich jetzt beinahe die Zeit übersehen. Ich habe noch einen Termin bei der Kramerin. Ja, wo siehst du, wo bleibst du denn jetzt? Frau Kramerin, ich bin schon da. Ich habe alles dabei. Sie können Ihnen gleich aus dem Katalog was aussuchen. Brauche ich alles nicht. Ich weiß schon ganz genau, was ich will. Ja, und was? Eine Jugendzeit. Ich möchte es mal wieder so richtig krachen lassen. Der früher ein bisschen mehr sein davon, gell? Aber Frau Kramerin, eine gute Wahl. Ich habe alles dabei. Dann kommen wir nur gleich rein. Vergiss nicht. Pauli! Pauli! Ja, Momental. Ich zapf grad an, ein bisschen dauert's noch, gell? Ja, ja. So, Frau Kramerin. Also dann wünsche ich viel Freude mit Ihrer Jugendzeit. Ich werde sie genießen, diese schöne Jugendzeit, in vollen Zügen. Ach, danke, danke, danke. Ach, die schöne Jugendzeit, sie kehrt zu mir zurück. Juhu! Was tut man nicht alles fürs Geschäft, gell? Herr Wecker, ein Momental. Geht's grad? Ja, was brauchst du denn? Also, Herr Wecker, verstehen Sie mir jetzt bitte nicht falsch, gell? Ich arbeite ja wirklich gern. Aber wissen Sie, ich habe gleich nach meiner Lehre und meiner Gesellenzeit mein Master gemacht, gell? Und mich dann auch gleich mit meinem Salon Figaro selbstständig gemacht, gell? Ja, und ich weiß ja, selbstständig heißt, dass man selbst und ständig da sein muss, gell? Ja, aber trotzdem hätte ich heute jetzt einmal ein unbandiges Interesse an einer Urlaubszeit, einer längeren Urlaubszeit. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Jeder Mensch muss einmal Urlaub machen, auch der Selbstständige. Und danach geht's ja gleich wieder viel besser, gell? Ja, gell? Das sagen Sie ja. Der Urlaubszeit gehört zu meinem Standardsortiment. An was hätten Sie denn da gedacht? An eine Schiffsreise auf eine kleine griechische Insel. Okay, gleich so, ha? Ja. Ach, kommen Sie doch rein. Ich bin gerade allein in meinem Salon. Pauli! Pauli! Ja, gleich, Moment, da dauert's noch. Geh, Bertha. Bertha, geh du noch aus der Fahrer weg, was bestellen. Ich hab jetzt keine Zeit. Ah ja, gut, dann geh halt hinaus, geh. Bin schon da. Ja, sag einmal, spinnst denn du, ha? Ja, sag einmal, was meinst denn du, was du machen kannst, ha? Was, du kannst dir alles erlauben, ha? Ja, das darf doch nicht wahr sein. Ja, die wäre Helfer, da. Deine Frau sagt, du brauchst eine Dienstbarkeit von mir. Eine Dienstbarkeit für mein Grundstück. Ach so, ja, das war jetzt ein guter Witz, gell? Guter Scherz war das, ja. Siehst du, das mag ich so an dir, weil du immer so zu Scherzen aufgelegt bist. Und das war ein ganz besonders guter, gell? Magst du ein Bier? Gern. Ja. Bertha, schenk mal 2 Bier ein. Ja, gleich. Ja, also weißt du, das mit der Dienstbarkeit, also die Dienstbarkeit, warte mal, ich hol schnell ein Bier da, da red's es leichter, gell? Ja, danke schön, Bertha, wunderbar, gell? So,
Ja, weißt du, die Dienstbarkeit, die war für mich schon wichtig, ja. Naja, wegen dem Sudhaus, weißt du, und das braucht ja, sonst war ja keine Brauereierweiterung möglich, nicht? Mein Gott, die Zeiten sind immer die besten, nicht wahr? Man muss mit der Zeit gehen, verstehst du? Also, ja. Ein Freibier, es ging ja bloß um ein paar Meter. Mir ging's nur um die Neukirchenuhr. Du kannst doch die Kirchenuhr nicht bei einer Dienstbarkeit in einen Topf schmeißen. Theoretisch nein, praktisch ja. Wie das? Wie meinst du das? Ich denke da zum Beispiel an eine größere Spende deinerseits. Und in Zukunft solche Lumpereien wie Sonntagsfreibier, wenn ich in der Kirche das Hochamt habe. Oder Flöhe im Beichtstuhl. Oder Rizinus im Messwein. Künftig unterlasst. Ja, das könnte man schon machen, ja. Ich war da nicht so was, gell. Was tut man nicht alles zur Dienstbarkeit? Wie man es braucht, ja. Ja, gell. Aber gell, die ganze Kirche zahle ich nicht. Da bin ich ausnahmsweise mal ganz deiner Meinung. Prost, Pfarrer. Prost, Wirt. So, meine Damen, Sie haben sich also jetzt alle bei mir die Zeit gekauft, nach der Sie sich schon lange gesehnt haben. Und jetzt werden wir das einmal ausprobieren, wie das ist, wenn Sie genügend Zeit haben. Und dann sehen Sie ja gleich, dass ich kein Zeitscheißer bin und dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Meine Damen, alles in Ordnung? Alles wunderbar. Ja, Frau Wirtin, wie schmeckt die Freizeit? Mei, sehr gut, sehr gut. Ich genieße sie in vollen Zügen. Frau Grestens, einen Schluck auf die Sturm- und Drangzeit. Danke, Herr Becker, Sie haben mich wirklich bestens beraten. Frau Grammerin, zum Wohl. Auf die Jugendzeit. Ach, die schöne Jugendzeit, sie kehrt zu mir zurück. Grotschis. Zum Wohl, meine Damen. Zum Wohl. Auf die künftigen Zeiten. Auf die Freizeit. Prost. Sag mal, was hast denn du eigentlich für ein Gewand? Hast du aus Versehen eine modische Steinzeit gekauft? Da ist jetzt gerade die richtige. Was? Also, du schaust jedenfalls aus wie ein abgestürzter Rokoko-Engel. Du spinnst doch nicht so. Wie wäre denn schon ausschauen? Wie eine künftige Gräfin heute. Ach, was, Gräfin? Ja. Der Herr Graf hat nämlich zu mir gesagt, dass er mir später mal sein Schloss vererben wird. Oh. Und da kaufst du, blöde Kuh, nur eine Sturm- und Drangzeit für einen Grafen. Da dauert's ja noch ewig. Da wird der Schnabel sauber trocken bleiben. Da wird sich dann der Herr Graf in seiner Sturm- und Drangzeit bald um eine fesche Junge schauen. Das habe ich mir auch überlegt. Und habe beim Herrn Becker die Sturm- und Drangzeit umgetauscht. In eine Schlusszeit. Und im Katalog steht drin, da geht's dann ganz schnell. Wir trinken immer wieder ein dunkles, frisch vom Boschen Rieder. Prost, Pauli, mit dir trinke ich am liebsten. So, ich hab jetzt Zeit. Was haben wir heute für eine Post zum Aufgeben? Wir haben auch Zeit. Was? Viel Zeit. Ganz viel Zeit. Freizeit. Prost, Beste. Die machen mich wahnsinnig. Auf einmal haben sie alle Zeit. So. Bitte schön, zum Wohl. Und wie mundet die Urlaubszeit? Wunderbar, wunderbar. Aber wer macht dann eigentlich meine Arbeit, wenn ich mal auf der Insel bin? Ich mein, Zeit bleibt ja nicht stehen, gell? Und da wachsen ja immer weiter und weiter und weiter. Und da habe ich halt einfach Angst,
dass mir langweilig wird, so ganz ohne Arbeit. Was langweilig? Geh, da brauchst du doch keine Angst haben. Ja, doch, das kann schon passieren, weil, wie heißt es so schön, was verkürzt die Zeit? Tätigkeit. Was macht sie unerträglich lang? Müßiggang. Vielleicht hast du ein bisschen zu viel Urlaubszeit gekauft, aber du kannst gern wieder nicht zurückgeben. Also ich gebe mal nichts zurück von meiner Jugendzeit, gell? Weil schön ist die Jugendzeit. Prost, Prost. Ja, ich gebe von der Schlusszeit von Herrn Grafen auch nichts zurück, weil ich hab eh nicht so viel gekauft. Trink fröhlich, alle Geschirren nieder. Ein dunkles Frisch vom Boschen wieder. Prost, Brauli. Und? Wie geht's am Brautstrauß? Ja, wird schon. Ja, alles braucht seine Zeit. Die Vorbereitungszeit ist ja die schönste Zeit. Aber dann kommt ja erst die allerschönste Zeit. So, meine Damen, es wird aber wieder Zeit kommen, wo ihr keine Zeit habt. Und dann habt nämlich keine Zeit, weil jede Art von Zeit vergeht. Und auch eine schöne Zeit, die ist wie der Fisch. Du kannst das nicht halten. So, und jetzt gehe ich Brotzeit machen. Zum Brückenwirt. Schauen's, meine Damen, der Postbote war immer stolz drauf, dass er genügend Zeit hat. Ja, und jetzt ist er natürlich neidig, dass auch Sie dank mir genügend Zeit haben. Aber für mich ist jetzt leider die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Oh! Ja, aber passen Sie auf, genießen Sie die Zeit, denn plötzlich ist sie abgelaufen und man kann sie nicht mehr zurückholen. Wir müssen also aufpassen, dass wir die Zeit in Zukunft nicht vertreiben, verbrauchen, verplempern. Oder die Zeit vertrödeln, vergeuden, vergessen. Oder die Zeit verschlafen, vertun, versäumen. Oder die Zeit vermissen, verschenken oder auch verkaufen. Ja, die Zeit arbeitet für uns, manchmal aber auch gegen uns. Ja, Herr Wecker. Arme Weiber ohne Mieder, ein dunkles Frisch vom Boschen rüber. Prost, Pauli. Ah, je. Der Pauli ist auch noch da. Auf geht's, Pauli, auf geht's. Die Rauschzeit ist jetzt vorbei. Komm, packen wir's. Komm. Doch. Gib halt noch eine kleine Verlängerung. Nein, jetzt. Ein bisschen noch eine Draufzeit. Weißt du, ich habe 3 Mark gezahlt dafür. Ja, aber schau, alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat 2, weißt du, ich bin ein Metzger, gell? Ja. Aber schau, ich hab da so eine lange Raufzeit gekauft. Ich hab ja schon wieder so einen Durst. Ich hab ja nur Geld. Bloß nur eine kleine Draufzeit auf meine Saufzeit. Nein, jetzt ist Auszeit, jetzt geh weiter. Ganz eine kleine Gurkenzapferl brauche ich bloß. Na schau, jetzt nimmst du schon ins Vollbad, ein warmes, das tut dir gut. Geh weiter, Pauli, komm. Und dann lege ich mich nieder, gell? Ja. Aber vorher trinke ich noch ein Maß von Boschen rüber. Ja. Pauli, ein rechter Sauhund bist schon. Hättest mir nicht zutraut, gell? Ja, du warst ja in der Schule aber schon ein großer Komödiant. Ja, wie man's nimmt. Aber das war schon eine besonders große Lumperei. Ja, was heißt da Lumperei? Ja, du bist doch bei unserem letzten Klassentreffen auf die Idee gekommen. Ja, die meine war das nicht. Aber dir hat's gleich gefallen. Ja, freilich war ich gleich begeistert. Du, aber dass es so leicht geht mit denen da, ja, das hätte ich mir auch nicht gedacht. Ja, mei. Ist halt meine Gemeinde, gell? Aber schneller und besser hätte ich das Geld für die neue Kirchenuhr nie zusammengebracht. Ja, das stimmt. Ist ganz schön was zusammengekommen. Beim Zeitverkauf. Und die andere Hälfte gibt der Poschenrieder schön brav als Spende für meine Dienstbarkeit dazu. Du, das mit der Dienstbarkeit, gell? Das war aber am Gallinger schon seine Idee. Ja, für was arbeiten der am Landratsamt? Überhaupt, der ist mir noch was schuldig. Der hat nämlich in der Schule immer bei mir abgeschrieben. Ja, sonst war er ja halt nicht am Landratsamt. Und wir kannten nicht solche schöne Lumpereien machen. Ja! Du,
Aber eins musst du mir jetzt schon noch erklären. Warum hast du eigentlich so eine Wut auf diesen Wirt? Na, was war's da Wut? Weißt, das war da so. Bei uns im Dorf, da hat's einmal ein wunderschönes Mädel gegeben. Und ich hab mir gedacht, entweder die oder ich werd Pfarrer. Naja, jetzt ist sie Wirtin und ich bin Pfarrer. Ja, aber es heißt doch, die Zeit heilt alle Wunden. Nicht die dürfen. Nicht die ganz dürfen. Aha. Und? Kommst du wieder zum nächsten Klassentreffen, du Zeitbescheißer? Du, ich weiß noch nicht. Ich glaube, ich hab keine Zeit. Servus.